Hey Oli, ich glaube, wir sind live. Ah nein, der Oli ist ja gar nicht da. Nein, der ist nicht da. Hey ja, heute zusammen, ich mache es jetzt nicht wie der Oli und sage, hey, heute zusammen, herzlich willkommen zum ersten Schweizer Fischer-Podcast «Fischverrückt». Ja Mann, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen, sondern ich starte ganz normal in den Podcast. Das ist gut. Und wie ihr ja bereits gehört, haben wir einen Gast da. Auf den Gast kommen wir gerade zurück. Er kann sich dann selber bestimmt vorstellen, nach dem klassischen Intro. Das hat er nämlich noch nicht gewusst, das haben wir bis jetzt verschwiegen. Aber ich würde sagen, wir gehen zuerst mal in Rückblick und Ausblick. Haben wir da noch so schöne Jingles? Ja, es ist mega strange, so alleine den Part zu machen. Normalerweise ist der Oli eigentlich immer der, der das Ganze ein bisschen managt, aber ja, jetzt habe ich mich ein bisschen mehr vorbereiten, endlich einmal. Hey, genau. Und zwar haben wir ja den letzten Podcast an der Schweizer Sportfischermesse aufgenommen, im Boot von BFE Fishing. Wir hatten dort ein bisschen Stromproblem gehabt, wie ihr vielleicht ein bisschen gehört habt, mega schade. Es tut uns mega leid, das Gerät ist nicht so eingesteckt gewesen, wie wir eigentlich das uns gewöhnt sind, und durch das haben wir immer wieder Aussetzer gehabt. Und vor allem, was mich am meisten wundert, das hat eine ganze Sequenz vom Dietmar Isaias nicht aufgenommen. Mega Pain. Dort wäre es endlich mal nicht ausgestiegen. Ja, schlussendlich ist es, wie es ist. Genau, der Oli, wie ich schon gesagt habe, ist heute krank. Leider, er hat noch eine Sprachnachricht vorbereitet. Ich kann euch sonst die gerade mal kurz einspielen. Jo, hallo zusammen. Leider kann ich in der heutigen Episode nicht dabei sein. Irgendein grippaler Infekt hat mich mit Fieber ins Bett gelegt. Ich wünsche euch aber ganz viel Spass heute mit dem Nico und Nils. Es wird sicher super interessant, was er über das Petri erzählen kann. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Ich freue mich schon drauf und ich hoffe, ihr bleibt alle gesund da draussen. Allen stramme Schnüre und bis bald. Genau. Ich habe die Nachricht übrigens vorher auch nicht abgelesen. Genau. Hey, ja. Und ich würde sagen, dann tue ich doch einmal unseren Gast vorstellen. Ich glaube, sonst habe ich von nichts mehr. Normalerweise frage ich immer den Oli, ob wir etwas haben, aber ich glaube, wir haben nichts mehr. Hey, ja. Dann schauen wir doch mal, wie unser Gast reagiert, wenn er das Intro hört. Liebe Fischverrückt-Community, unser heutiger Gast ist weit umeinander bekannt. Das ist mir irgendwie untergegangen. Er wohnt in einem abgelegenen Bauernhaus, das etwas älter ist. Natürlich mit Blick auf den See. Das ist noch wichtig. Er schreibt immer mal wieder einen Bericht für das bekannteste Fischereimagazin in der Schweiz, in dem er versucht, die Leserschaft in den Bann vom Fischen zu ziehen. Hast du übrigens noch etwas anfügen, lieber Gast? Gut, dann erzähle ich doch mal noch ein bisschen mehr. Das Fischen ist ja bei ihm hoch im Kurs. Aber wie bei den meisten fehlt halt da leider auch zwischen Familie und Arbeit zum Teil auch Zeit. Ob Routen testen oder ganze Berichte schreiben. Seine Beiträge und sein Engagement zeigen, dass unser Gast eine zentrale Rolle in der Schweizer Fischereiszene spielt und sich intensiv für die Belange der Fischergemeinschaft einsetzt. Gut. Liebe Community, bitte begrüßen bei uns am dritten Mikrofon den einzigartigen Chefredaktor vom Petri Heil Fischermagazin höchstpersönlich, den Nils Andersson. Wow. Hey, ihr habt es gehört, wir haben den Nils Andersson als Gast bei uns. Also wir, ja, ich. Und ich würde dir, lieber Nils, mal geschwind das Wort übergeben, wo du dich kannst vorstellen. Ja, können wir das Bier aufmachen? Sehr gut. Das darf natürlich auch nicht fehlen, das obligate Bier, das wir bei uns im Podcast haben. Das Mal habe ich Walliser Bier genommen. Okay. Prima. Oh, hat nur 3,8. Das Ja, habe ich gar nicht gesehen. gesehen. Scheiße, Nein, nein, so Leitbier. Ah, sorry. Wenn wir noch ein zweites nehmen. Cheers. Zum Wohl. Ja, das habe ich gar nicht gesehen, das habe ich erst jetzt gesehen. Ich habe nur gesehen, noch einen Filter, und ich dachte, ja, das ist gut. Fein ist es, muss ich sagen. Schmeckt. Genau, lieber Nils. Wie sagen wir so schön? The stage is yours. Ja, sag mal, wo soll ich anfangen? Wer bist du? Ja, wer bin ich? Also eben, ich bin Nils Andersson. Eigentlich wäre es Anderson. Das heisst, ich bin halber Amerikaner. Ich habe zuerst irgendwie auf etwas Nordisches tippet. Das sagen alle. Natürlich wegen dem Vornamen liegt das auf der Hand. Das hat einfach meine Mutter gefunden. Und nachdem sie einen Anderson geheiratet hat, jetzt will sie etwas
Nordisches, ja. Aber Anderson, wenn man so ausspricht, ist eigentlich auch nordisch. Es kommt, oder? genau, es kommt natürlich ursprünglich schon von irgendwie, mein Vater meint von Norwegen, oder von Schweden, oder von einem von dort. Ist dann aber eben für ein paar Generationen in die USA gegangen. Mhm. Und das ist ja vielleicht so ein bisschen, das war auch ein Punkt gewesen, warum ich möglicherweise jetzt heute da bin. Weil mein Vater kommt aus einem wirklichen Fischerparadies. Das ist in Wisconsin, das ist im Norden von den USA, vielleicht 200 Kilometer, 300 Kilometer unterhalb von der kanadischen Grenze. Mhm. Gerade so Grenzen von... Im Süden hat es noch Käfer und Landwirtschaft und all das. Und gegen Ufer hat es eigentlich fast nur noch Seen und Wälder. Und ja, es ist ziemlich flach. Und es hat wirklich sehr viel Seen dort. Und ich bin natürlich immer wieder dort hingegangen, also schon als Kind. Und irgendwann habe ich dort von der Großmutter Fischerrute geschenkt bekommen. Und so für $15. Die hat übrigens etwa, ich sage 15 Jahre ist die im Einsatz gewesen, ist von Shakespeare gewesen. Shakespeare, das kennt man. Ich habe noch eine Rolle von Shakespeare. Mit so einer Kapselrolle. Ja, die sind, ist nicht Shakespeare bekannt für die Kapselrolle? Ist möglich, dass sie bekannt sind dafür. Es hat dann auch, also damals sind die in den USA, ist das so, zumindest meiner Wahrnehmung nach, Standard gewesen. Also viele haben so gefischt. Das heisst, ja, du hast einfach einen 25er Seil gehabt. Ja, es hat ja nicht mehr gebraucht, oder? Und dann so ein Zapfen, wo du wo unten Federn hat und das, wie so ein Ding drin, und da können dann einfach in die Schnur einklinken. Und unten hast du einen Bleikopf gehabt mit einem, also heute würde man sagen, ein Jighead. Bemalt, wie das in den 90er Jahren sind ja all die Jigköpfe nicht wie heute. Heute sind sie ja einfach Blei, oder? Rohblei, ja. Rohblei, ja, genau. Früher sind die ja, das hat die müssen sein, also auch beim Twisterfischen oder so. Ich gesagt, ja, nimm einen roten Kopf oder einen gelben oder so. Mit einem grossen Auge drauf, auf jeden Fall hat es Tätig gehabt, und dann hast du hinten noch ein paar Federn dran gebunden und hast Bienenmaden dran da. Ja. Und hast die Sonnenbarsch gefischt. Ja, so habe ich eigentlich angefangen mit dem Fischen dort hinten. Okay, spannend. Ja, das hat mich dann total schnell reingenommen. Ich habe ziemlich gleich dann einen Mips gekauft. Klassiker. Der Klassiker mit dem Gummifischchen hinten dran. Also er hat dann hinten einen Drilling und dann in der Mitte noch unten einen Zweierhaken. Und da habe ich den irgendwann dran gehängt, ohne Zapfen selbstverständlich. Und habe dann bald meinen ersten Hecht dran gehabt, habe den zwar verloren, aber das war so ein brutales Erlebnis für mich. Dass du es so genau weißt. Ich weiss es wirklich noch, wie wenn es heute wäre. Ja. Ich bin auch der Ort, wo ich bei meinem letzten Besuch bin ich auch wieder dort hingegangen, genau der Ort, und haben mir den angeschaut. Ja, das ist eben mittlerweile jetzt etwa 30 Jahre her. Und hast du einen Fisch gefangen, wo du dort warst? Ja, an dem Ort habe ich keinen gefangen. Ja. Nein, an dem Spezifischen. Aber später dann eben haben wir dann wirklich gut, oder ja, für das mal, also ich meine, wenn du bei Null anfängst, dann ist alles ziemlich dann schnell gut, ja, oder? absolut, ja. Ja, und so hat das irgendwie angefangen. Und dann, da habe ich mir meine Gottin war Buchhändlerin und dann hat sie mir den Blinker im Abo geschenkt. Und ich weiss, ich habe den über Jahre, also vielleicht 3, 4, 5, 6 Jahre, habe ich, wenn der Blinker im Briefkasten war, dann, ich habe den gelesen, von oben links bis unten rechts, also inklusive all Inserat und egal ob Dorschfischen in Norwegen. Also heute würde man eigentlich sagen, du hast ihn gefressen, wenn du so willst, oder? Ja, also es hat dich gepackt, schon vom ersten Buchstaben an. Genau. Ja. Das andere, du hast gesagt, ich wohne, ist zwar nicht ein altes Bauernhaus, aber es ist sehr abgelegen. Ich bin einmal bei dir gewesen, ich habe gemeint, es ist ein älteres Bauernhaus. Es ist ein 90er Haus, also es ist nicht ein Neubau, definitiv nicht.
Ja, und das Problem, das man dort halt hatte, ist eben, man sieht auf den See. Das stimmt, gell? Das ist mir noch geblieben. Ja, das ist und zum Erreichen ist es brutal schwierig. Also dort fährst irgendwo, du könntest meinen, fährst auf Hinterkrachingen, wo sich Hase und Fuchs noch die Hand geben. Also, absolut. Das ist, ich habe gar nicht gewusst, dass bei dir in der Region dort, dass Zürich noch so einen Ort hat. Das habe ich nicht gewusst. Die Leute sind immer wieder erstaunt. Ja. Auf jeden Fall, ich bin dort ja auch aufgewachsen. Und da musst halt mit dem Mittwochnachmittag mit dem Postauto einen See runterfahren und in einer Fischerroute. Da hast du einfach eine gehabt, ist ja klar. Mit den Kollegen und ich weiss nicht, so, hey, irgendwie, wenn man einen Fisch gefangen hat pro Jahr. Pro Jahr? Das war ein gutes Jahr gewesen. Wirklich? Pro Jahr? Ja, also, weißt, wir sind natürlich völlig, ist ein riesen Unterschied, wenn du jemanden hast, der dir zeigt, wie es Fischen geht. Klar, ja. Oder wenn du dir irgendwie eben mit dem Wissen vom Blinker, den zwar nicht wirklich kannst umsetzen kannst, erstens hast du das Geld nicht, zweitens, oder? Ich meine, das ist einfach der Schiffssteg, wo du dort halt bist. Und ja, ich meine, eben, was sind wir da gewesen? 10, 11, 12, also es ist, vielleicht ist es dann schon mal, eben, es hat dann schon irgendwann ein bisschen mehr Fisch. Ja, natürlich, aber so am Anfang hast du... Aber am Anfang, auf jeden Fall, die Hürden, die sind sehr hoch gewesen. Trotzdem bin ich irgendwie völlig besessen gewesen davon, ja. Ja, aber das ist doch schön, das ist doch schön, wenn einem das Fischen so packt, oder? Und du wohnst ja jetzt mittlerweile immer noch dort, immer noch am gleichen Ort, wieder im Elternhaus. Hast Familie. Wie alt bist du, wenn ich frage? 42. 42. Ja. Hast 2 Kinder, geheiratet? Genau. Ja, sehr gut. Haustier? Haustier habe ich eine Katze. Eine Katze? Weil bei uns kannst du wählen zwischen Katze und Maus. Ja, das eine wird gefressen von der Katze und das andere... Genau. Ja, also du hast, das eine hast eben, entweder hast mit der Katze hast du zwar die toten Mäuse im Haus, aber dafür es frisst dafür keine etwas weg. Genau, aber ja, du hast keine Mäuse, die irgendwie in der Küche rumhocken oder so. Ja gut, hey Nils, dann würde ich doch sagen, wir starten mal mit der nächsten Rubrik. Und zwar ist das «Meine Woche, deine Woche». Und dort würde ich dir gerade den Vortritt lassen, dass du gerade kannst aus dem Flow raus weitererzählen, was bei dir so in den letzten 1-2 Wochen, also wir können sagen, seit der Messe, was dort so gegangen ist. Ja, klar. Ja, wenn wir so in der Gegenwart sind, jetzt die Messe ist natürlich immer lässig. Das ist wirklich eine coole Sache. Also wir können einen kleinen Rückblick auf die Messe machen, wenn du willst, kein Thema. Du darfst gerne. Ja, ich finde, die ist sehr gut unterwegs. Wir haben die schon unterstützt. Also wir sind vom ersten Mal dabei gewesen, als Petri Heil. Und es ist sehr schön, um das zu begleiten, wie das besser wird oder besser geworden ist, professioneller geworden ist. Und ich finde einfach, eben, ich meine, Messe, wenn man schaut, vor 5, 6 Jahren hat es irgendwie noch, da in Basel hat es noch die Uhrenmesse gegeben zum Beispiel. Und es hat einen Autosalon in Genf gegeben. Und es hat Fischen, Jagen, Schiessen gegeben. Und es hat wahrscheinlich noch ganz viele andere Messen auch gegeben, die es mittlerweile nicht mehr gibt. Und sie haben offenbar das richtige Rezept gefunden, um in so einer Zeit, wo eben eigentlich überhaupt nicht für die Messen ist, ein Erfolgsprodukt auf die Beine zu stellen. Und das zeigt, dass sie sehr viel richtig machen, wo zum Beispiel in Bern auch sehr viel falsch gemacht worden ist. Ja. Und das freut mich. Ich meine, jetzt sind es... Ich habe dann mit ihnen noch geredet und gesagt, ja, eben, gell, jetzt für nächstes Jahr, ich meine, 15% mehr mag es schon noch, vielleicht auch noch 20%, und dann, aber dann ist der voll. Ja. Und das ist ja sehr schön, wenn man so schnell eigentlich an dieser maximalen Auslastung ist. Sie haben sehr, sehr interessante Messen gemacht. Also die Aussteller, ich meine, der Mix ist super. Ich finde es auch wichtig, ich meine, die grossen Firmen oder die grossen Players, wenn man so sagen, die haben natürlich immer so Begehrlichkeiten, sie wollen möglichst viel Platz haben. Ja, genau. Und dass sie da das richtig machen, dass sie eigentlich nicht auf Kosten von Kleinen, die eben eigentlich Salz in der Suppe sind, bei so etwas. Dass sie da nicht einfach den Grossen geben, dass sie das nicht machen, ist sehr, sehr cool. Ich hoffe, das möchte es auch in Zukunft nicht.
Ich glaube es, das Also- machen sie tatsächlich nicht, weil sie wissen... Habe ich auch das Gefühl, ja. Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass die Gesi und der Ralf sind vor allem auch auf dem Boden geblieben. Das kommt dann noch dazu. Also ich habe Deutsche bei mir gehabt, die mich unterstützt haben an der Messe, die gesagt haben, hey, dass einfach die Messeleitung zu uns kommt. Hey, ciao, wie geht's, alles klar und so, hey, gell, weißt du, so und so. Gäbe es in Deutschland nicht, kannst du Ja, vergessen. Das ist bei den grossen Messen, das ist, dort, Ja, musst du fast den roten Teppich auslegen, oder, dass die überhaupt zu dir kommen. Das ist natürlich schon cool. Sie sind recht auf dem Boden geblieben und wie du sagst, ich finde es auch mega gut organisiert, mega professionell auch, und auch ein guter Mix mit Grossen, mit Kleinen. Und ja, ich meine, wir haben doch von Majorfish aus haben wir doch insgesamt 48 Quadratmeter können haben. Was ja auch nicht Selbstverständlichkeit ist, wenn du nicht irgendwie ein namhafter Brand bist, dass du irgendwie sagst, entweder 100 oder 10. Und mega cool. Ja. Ja. Nein, das haben sie super gemacht. Ja, und dann ist halt, nachher läuft für uns natürlich immer Zeit, oder? Wir haben dann immer wieder eine Druckabgabe, also gefühlt, wir kommen zwar 11 Mal im Jahr raus, ich habe aber das Gefühl, wir haben alle 2 Wochen eine Druckabgabe. Also ist es schon nicht, aber ja, dann ist halt einfach, hast du nachher gewusst, okay, jetzt hast du das Wochenende geschafft, jetzt hast du aber keine Zeit, um nachher vom Montag, Dienstag blau zu machen, das geht natürlich nicht. Ja, also dem her ist es grad streng gewesen. Ich konnte dann können fischen gehen am Samstag. Bin ich nicht gegangen für 2 Stunden, gefunden, es ist günstig. Zürichsee? Nein, ich habe so einen kleinen Weiher nebenzu, Ah, okay. Ja. wo ich darf. Ja. Und dort weisst du einfach, okay, wenn es warm ist, im Winter, wenn du eine warme Phase hast, dann musst du am Mittag dort sein und nachher beißen sie. Bissen haben sie, gefangen habe ich nichts, das ist nicht so schlimm. Hey, Hauptsache Fischen. Es heisst ja Fischen und nicht fangen, oder? Ja, absolut. Finde ich sehr wichtig. Und, finde ich auch wichtig. ja, Es ist, ich meine, es ist blöd, wenn du dort stehst und es geht gar nichts. Weil dann weisst du, hast du etwas falsch gemacht. Ja, wenn einfach ein paar Biss verpasst ist, okay. dort hast du Hecht drin, gell? Ja, dort habe ich Ja, Hecht genau. drin, Ja. Hast du mal gesagt, als ich bei dir war, hast du gesagt, ja, gehst du Strudendeko testen? Ja. Nein, dort habe ich Hecht drin. Und ich habe noch einen halben im Gefrierer, von dem her ist es mir nicht so... Eben, weißt, sie schwimmen nicht davon. Das ist das Gute. Genau. So einem kleinen Weiher, Ja. weißt, sie sind dort. Und da sind meistens auch wenig Leute dort, die fischen. Und dann hast du auch nicht irgendwie das Gefühl, es fischt jeder den Fischen weg. Oder? Es ist nicht so wie ein öffentliches Gewässer, wo einen riesen Befischungsdruck hat und jeder, der einen Fisch fängt, sagt, hey, den muss ich nehmen, weil bis ich den nächsten fange, geht es wieder ein Jahr. Oder? Es ist so gut, dass man einen gewissen Befischungsdruck hat tatsächlich, weil das macht es natürlich schwieriger für die Schwarzfischer. Klar, weil immer jemand dort ist, ja. Erstens, weil jemand dort ist, zweitens, weil die Fische nicht so einfach zum Fangen sind. Oder? Ja, Das. ja. Als Schwarzfisch, also ich stelle es mir einmal so vor, ich weiß nicht, wenn man, ich meine, jeder von uns ist irgendwie als Teenager mal irgendwo gegangen und ich meine, wenn du nichts fängst, dann gehst du nicht mehr. Nein, da gehst du nicht. Dann gehst du nicht mehr dort hin, weil... Gehst mal vielleicht noch das zweite Mal oder das dritte Mal, aber nachher ist dann gleich mal ein ist ja ziemlich schnell Ja, Feierabend, ja, weil es ist ja doch ein Risiko und so. Ja, genau. Ja. Und am Anfang, wahrscheinlich, dann laufst du durch und siehst den Weiher und denkst, oh meine Güte, ja, da muss ja fischen. Ja. Hat es ja eigentlich auch. Hat's auch. Ja. Ja. Okay. Gut, hast du wenigstens noch fischen nach der Messe. Hast du dich noch ein bisschen entspannen? Ja, genau. Ja. Also es war dann noch 2 Wochen später, gewesen, aber Ja. es ist gegangen, ja. Du bist zwischendurch mal noch einen schönen Zufiker gefahren, Genau. Gibt's auch. während der eine dein Kind ins Bett hat. Korrekt. Ah, sorry an dieser Stelle. Schon gut. Ja. Aber jetzt bist du da, Nils, jetzt haben wir dich bei uns und ja, schön bist du da. Danke vielmals. Ja, bitte. Hey, dann komme ich noch geschwind zu meiner Woche. Ich habe auch noch einen kurzen Rückblick auf die Schweizer Sportfischermesse. Ein Teil habe ich ja schon gesagt, das Kompliment für den Ralf und den Gesi, also für das ganze Orga-Team. Auch die Leute, die dort geholfen haben, einweisen und geschaut haben, dass alles funktioniert, wo der Gesi und der Ralf entlasten. Hey, top. Wir haben auch schon einen Podcast können machen im Boot von der BFE. Das war auch top gewesen. Danke vielmals an dieser Stelle. Bis halt auf Qualität, das ist aber uns zu verschulden und nicht irgendwie der Messe, dem Orga-Team von der Messe. Also von dem her wirklich ganz geil gewesen. Ich habe noch ein paar Zahlen zusammengezogen. Wir haben ja, vom Edgefish aus habe ich ja eigentlich meine Gummiköder dabei gehabt, die 100 Gramm. Ich habe noch, was habe ich noch dabei gehabt vom Edgefish? Sakura habe ich noch etwas dabei gehabt und Jigheads habe ich noch dabei gehabt. Und der Rest war eigentlich alles Maximus gewesen. Und dort haben wir Routen und Rollen verkauft. Und also ich bin am Samstag
bin ich eher ein bisschen, ja, wie sagen wir das, es war ein bisschen ernüchternd gewesen, als ich einen Kassensturz gemacht habe und dachte dann, oh, jetzt sind wir unter dem Vorjahr, okay. Wir haben wieder gleich Stand, wir haben gleich viel Kaufwucht, sage ich jetzt mal. Und in der Regel ist ein Sonntag so ein der schlechter Tag. Und also ich dachte, ja, okay, gut, es kommt gut, ist positiv, das sicher. Ja, dann ist der Sonntag losgegangen und am Sonntag bin ich nur am Säckeln gewesen. Und dachte, boah, das ist ein Bombensonntag. Hat dann, schlussendlich muss ich sagen, ich bin dann nach dem Aufräumen bin zum Gesi und habe gesagt, hey Gesi, geil gemacht, danke vielmals auch am Ralf, mega sensationell und hey, weiter so. Und dann schaut mir der Gesi an und sagt, und bist du zufrieden? Und ich habe gesagt, Gesi, es ist die beste Messe bis jetzt. Und sagt, du Schafsäckel, mir so ein schlechtes Gewissen machen. Also er hat nicht Schafsäckel gesagt, er hat ein schlimmes Wort gebraucht, aber es ist ja gleich. Uns hören ein Kind zu, dann ist das, ja. Genau. Wir haben insgesamt 59 Rollen verkauft und insgesamt 87 Routen auf die 2 Tage. Brutal, ich hätte es nie gedacht. Ja, ich hätte es nie gedacht. Krass, ja. Also, hey, abartig. Und vor allem, was mich wieder erstaunt hat, ultralight. Von 0, irgendwas bis ca. 7, ja, sagen wir 9 Gramm. Hey, wir haben nichts mehr am Sonntag. Wir haben nichts mehr gehabt. Und da war der Preis egal gewesen, ob jetzt die Route eine 40er Note kostet oder ob die Route 200-300 Stutz kostet. Völlig egal. Also es war wirklich absolut geile Messe gewesen. Danke vielmals an alle, die gekommen sind natürlich und auch an die bei uns an den Stand gekommen sind von Majorfish. Und auch alle die uns so ein bisschen bespienzelt haben, als wir den Podcast aufgenommen haben. Ist auch ganz cool gewesen, auf dem Boot völlig ausgestellt. Da sind die Leute damit durchgelaufen und haben so genuschelt und so gezeigt. Und es sind mega viele an den Stand gekommen, die gesagt haben, hey, du bist doch der vom Podcast. Ich bin mir irgendwie so richtig so, also nicht fremdschämen, aber ja, wenn du nicht gewöhnt bist und denkst so, ich will nicht im Rampenlicht stehen. Ja, man ist sich das nicht gewöhnt. Nein, gar nicht. Also es geht auch mir noch so. Ja. Es kommt ab und zu vor, dass jemand sagt, du bist sind Sie der von Petri Heil? Es ist ja schön, wenn es einem erkennt. Ja, es ist schon schön. Es ist schon schön also. Aber es ist mir an mich auch so ein bisschen, ja, nicht gerade suspekt, aber so ein bisschen, ja, ich denke dann an mich, hey, sind wir doch weit bekannt? Das ist doch ist schon noch cool. Ja. Ich bin noch fischen, am Greifensee. Ich habe es auch noch geschafft. 2-mal bin ich gewesen. Doch, mit dem Bötli, mit dem Scope, klassisch, im Greifensee, sage ich jetzt einmal. Hat dicke Winterhecht gegeben. Im Greifensee habe ich auch nicht gewusst, du darfst bis Ende Februar Hecht fischen. Ich glaube, aber bis dann ist die höchste Eisenbahn, um die Laichzeit anzusagen. Habe ich das Gefühl. Ja. Also ich glaube, Ende Februar ist... Ja. Aber sie sind dick gewesen, die sind so dick gewesen wie mein Oberschenkel zum Teil. Also wirklich Möcke, hey. Abartig. Und dann noch ein Ausblick, ein kleiner. Vom 7. bis am 9. März ist Aquafish in Friedrichshafen. Trifft man dich dort, Nils? Nein. Nicht? Meine Frau hat Geburtstag gemacht. Ja, es ist auch am 7. und am 9. Ja, das stimmt. Brio. Nein, nein, alles gut. Nein, ist ja recht. Hey, ja, dann wird jetzt eigentlich der Oli noch kommen. Ja. Oli, du bist dran. Ja, dann wären wir eigentlich schon mal durch mit meine Woche, deine Woche. Oder hast du noch etwas anfügen, Nils? Nein, also ja, ich freue mich jetzt. 1. März. Oh ja, vor allem. Genau. Vor allem aufgehen. Ja. Ja, da kann ich aber gar nicht mitreden. Das ist gar nicht mein Ding. Mal, ich freue mich. Aber ja, ich habe selber einen kleinen Bach, ja. Wo wir gepachtet haben, das 4. Bei euch? Ja, in der Nähe. Und ja, ich meine, am Anfang von der Saison kannst du sie zwar noch nicht... sind es kulinarisch nicht interessant. Sie sind noch ein bisschen zu mager. Noch ein bisschen schlauchig, gell? Ja. Aber es war, glaube ich, ein guter Winter gewesen. Es hat nicht irgendwie, es hat schön viel Wasser gehabt immer. Also, ja, ich bin zuversichtlich, dass es eine gute Saison wird. Wenn es so weitergeht, sowieso. Ja. Nicht zu viel Wasser, aber genug Wasser. Ja. Das ist super. Ja gut, dann würde ich doch sagen, gehen wir schon bereits eine Rubrik weiter, und zwar zu den Infos aus der Szene. Und da bin ich dann sehr gespannt, was mir der Nils alles verratet. Also nicht nur mir, sondern auch euch da draussen. Du darfst alles sagen, Nils. Nein. Wir sind ein Podcast, der von diesen Infos lebt. Ich weiss. Ich kann natürlich nicht alles sagen. Es ist so... es ist eine kleine Szene, die schweizerische. Richtig. Aber wir können deinen Namen auch schwärzen. Ja, ich kann meinen Namen schwärzen, das ist schon so.
Gleichzeitig, eben, es gibt viele Leute, die kommen, ich weiss nicht, ich bin auch selber ein bisschen erstaunt darüber, über die Offenherzigkeit, wo sie zu mir kommen und ihre Sachen erzählen. Aber das heisst ja, bitte noch diskret. Also, das heisst, wir müssen das Erscheinungsdatum vom Podcast wahrscheinlich nach 2 oder 3 Wochen nach hinten verschieben. Da könnte ich noch ein bisschen mehr erzählen. Das glaube ich. Über den grossen Elefant, der da im Raum steht, nämlich fischen.ch. Ja. Aber jetzt ist es tatsächlich noch ein bisschen zu früh. Ich weiss auch tatsächlich, ich meine, ja, ich kenne verschiedene Aussagen und so weiter, aber eine wirkliche Version. Also komm, ich unterstütze dich da ein bisschen. Ja, ich unterstütze dich da ein bisschen, Nils. Ich habe mir fischen.ch. Erzähl doch mal, was du weißt. Genau, ich habe mir das natürlich auch auf die Fahne geschrieben und für alle die es nicht wissen, fischen.ch läuft nicht mehr unter dem Brand Swisscommerce, sondern es läuft unter dem Brand Nischcom AG. Ja. Genau. Das findet ihr, wenn ihr auf die Homepage geht von fischen.ch. Über uns seht ihr das. Genau, alle Kundendaten bleiben und beziehungsweise sind übernommen worden und der Betrieb wird bis anhin fortgeführt. Ich frage mich auch, wie das so funktioniert. Also Swisscommerce, ich bin Swisscommerce durchgegoogelt, weil es hat mich dann Wunder genommen, warum. Und hast du gesehen? Das Gorillahaus. Wie? Die Webseite mit dem Gorillahaus. Gorillahaus. Also, was ist ihres über uns? Ja. Jetzt irgendwie so quasi, ja, sie sind Silberrücken. Ah, ja. Aber ich bin dann nicht auf Swisscommerce, nur Swisscommerce.ch, weil Swisscommerce gibt es ja noch in Deutschland. Oder hat es gegeben und die Städte. Und in Schweden und so weiter. Ja, aber ich weiss, also ich habe in Deutschland gefunden und in Deutschland ist sie Konkurs. Genau. Insolvent. Ja. Und Nischcom hat fischen.ch übernommen. Swisscommerce hat es abgegeben. Also gehe ich jetzt mal davon aus, dass Swisscommerce in der Schweiz auch wird Konkurs sein. Nehme ich jetzt mal an. Einfach so 1 und 1 zusammenzählt, würde das Sinn ergeben. Ja. Ich habe dann darauf noch gefunden, ich gehe mal das Team ein bisschen anschauen. Und die Leute, die im Laden gearbeitet haben oder arbeiten, sind nicht mehr drauf. Also nur schon, das ist für mich ein Herzindiz, dass fischen.ch Bach abgeht. Also, ja. Und was mich vor allem erstaunt hat, und da würde ich nachher gerne geschwind dieser Person anrufen. Ich weiss nicht, ich bin sehr spontan. Du wahrscheinlich auch. Der Aschi ist nicht mehr drauf im Team. Okay. Es ist der Peter ist schon drauf, der Geier ist schon drauf, der Robin Melliger und so sind noch drauf, ich sage jetzt mal die Pro-Stuffs, aber unter Legenden ist der Aschi nicht mehr drauf. Und, ja. Also, was man noch muss sagen bei dieser ganzen Geschichte, fischen.ch hat funktioniert. Es sind die anderen Webshops, die Swisscommerce hat, die nicht funktioniert haben. Ja. Und wo sie probiert haben, halt quasi die Löcher oder die Lecks vom einen mit dem vom anderen zu stopfen. Und das hat schlussendlich eigentlich zu dieser Situation geführt. Das ist, glaube ich, unbestritten. Also es ist nicht so, dass fischen.ch selber den Scheiß gemacht hätte. Glaube ich auch nicht. Weil sonst wäre fischen.ch wahrscheinlich auf dem Netz, habe ich das Gefühl. Also genau, ist so ein bisschen meine Ansicht. Oder? Ja, ich glaube, du kannst ja dort weiterhin noch bestellen und alles. Also, ja, klar. Das geht ja alles. Weißt? Ich glaube, es ist schon auch, es wird anders sein. Oder ich weiss ja nicht, ob sich Swisscommerce irgendwie verritten hat oder so, kein Plan. Aber eben, ich denke, ich weiss nicht, ob der Aschi da vielleicht mehr weiss, ich würde ihn gerne mal anrufen. Ja, also, ja, mal schauen, was er meint. Leute tut es, vielleicht nimmt er auch ab. Gut, heute ist noch okay. Ja. Vielleicht ist noch ein okay Match. Mit ZSC? Ja. Nein, nicht. Oh, jetzt schau jetzt Leute dran. Ja, Aschi? Hey, Nico. Ja, schau. Hoi. Der Nils ist auch da. Hoi. Nils? Von Petri Heil. Hörst du mich? Nein. Ah, okay. Ja, gut. Aber er gehört dich auf jeden Fall. Sag's mir liebe Grüße. Ja. Danke. Danke, hat er gesagt. Hey, wir haben es gerade von fischen.ch, Aschi. Ja. Ich weiss nicht, aber das wirst du sicher auch mitbekommen. Die sind ja von der Nischcom übernommen worden, habe ich auf der Homepage gesehen. Und ich habe gedacht, ich spare mir den Anruf so für den Podcast. Was weißt du darüber? Heikles Thema. Heikles Thema? Ja. Wieso bist du nicht mehr unter Legenden?
Und der Peter und der Geier noch? Die haben wahrscheinlich einfach noch nichts Mail geschrieben, dass sie aufhören. Wieso hörst du auf? Aber, ja, Aschi, du weißt schon, dass du die meisten da schockst, oder? das kommt dann schon noch raus. Aber Ja. ich bin ja eben nicht der Einzige. Also der Geier und der Peter, kann ich sagen, die hören auch auf. Okay. Und ziemlich sicher viele andere auch. Was ist denn passiert? Komm, gib ein bisschen Infos. Aschi, gib ein bisschen Infos, komm. Ja, eben die Nischcom ist jetzt Inhaber. Ja. Wieso nicht mehr Swisscommerce? Ist die wirklich Konkurs gegangen? Ich habe es gesehen in Deutschland, dass sie insolvent ist. Und ich habe Okay. eigentlich dann 1 und 1 so ein bisschen können, also so ein bisschen kombiniert, sage ich jetzt mal, ich schlauer Fuchs. Setzt Zeitung arbeiten. Vielleicht- Heil, hey. Ich kann gerade sagen, vielleicht sucht er mir so einen. Job oder nicht. Er lacht und zeigt das Kreuz. Nein. Vielleicht hätte er einen Platz für mich. ja, ich glaube eher. Bin ich nachher bei Petri Heil. Ja, du weißt wahrscheinlich ein bisschen mehr als ich. Aber kannst du irgendwie... Ja, weißt du, das ist rechtlich nicht so einfach. Und du hast jetzt schon etwas herausgefunden, was ja öffentlich ist Ja. und eingesehen ist. Und ja, mehr kann ich und wollte ich noch nicht dazu sagen. Okay. Aber kommen wir von dir in nächster Zeit noch irgendwie ein Statement über oder so mal? Lass schon etwas raus? Ich denke allgemein wird man dann mal eine Sachlage erfahren, Okay. was gerade ist. Im nächsten Ich Petri bin, Heil. Im nächsten Petri Heil? Oh, im nächsten Petri Heil hat Denise gerade gesagt, wie Also man... eigentlich im übernächsten. okay, Also dann ist ja im gut. nächsten, wo im Druck ist, in dem Fall. So. Dann ist ja gut. Ja. Okay. Dann muss ich mal die Rechnung von meinem Abo zahlen. Da kommst du jetzt auch wieder rüber. Das komme ich immer schön rechtzeitig über. Ja, das ist gut. Ja gut, dann sind wir mal gespannt, ja. Dort ist, glaube ich, keine Rechnung offen. Glaub. Ich habe keine offen. Du hast keine offen. Ah, okay, gut. Nein, du, das wird dann schon irgendwie kommuniziert. Das Problem ist, ja, das ist, da kann ich mich nicht äußern dazu. Ja, Ich will mich da auch nicht irgendwie auf juristische Sachen einstellen. okay. Ja, gut. Das Okay. hat so, glaub ich, Kann ich nicht verstehen. dazu, aber es kommt ja dann irgendwie alles Ja. mal raus. Was ich kann sagen, dass mein Bruder, der Geier und ich weg sind, für die rede ich. Das ist Familie. Was die anderen Pro-Staffer machen, weiss ich nicht. Oder noch nicht, aber ich nehme an, dort werden auch einige bis viele gehen. Ja. Und ja, Und das Team von Fish & See, also die Leute, die dort arbeiten, die sind auch nicht mehr auf der Homepage, habe ich gesehen. okay. Ja. Ja. Aber ja, wenn du dich nicht dazu willst, kannst oder darfst äußern, ist kein Thema. Ich glaube, akzeptieren wir so. Auch wenn es meinen Stolz nicht hergibt, um da noch mehr nachbohren. Aber ja, ich würde ja gerne wieder mal mitkommen auf dein Marsi-Boot, einfach auf dein Bötchen fischen. Der Podcast wird ja dann irgendwann am Sonntag ausgestrahlt, oder? Ja. Vielleicht weiss man dann schon mehr. Ja. Auf jeden Fall das Team, alle, die dort dabei sind und arbeiten oder jetzt dementsprechend auf der Homepage sind. Ja. Und das sind alles meine Friends, schon immer gewesen und werden immer meine Freunde bleiben. Ja. Und ich bin loyal. Finde ich schön. Immerhin einer von uns drei. Nein. Ich bin 10 Jahre loyal gewesen und wird diesen Jungs auch weiterhin loyal sein. Ja, das ist richtig. Und den Weg, den die gehen, gehe ich auch. Perfekt. Super. Hey, Aschi, danke ich dir vielmals. Ich wünsche dir weiterhin viel Spass am ZSC-Match. Ja, okay, Und ja. hoffentlich kommen wir jetzt auf die Schnitze über. Ja, genau. Ein bisschen Liebe zum Nils. Immer. Er fühlt sich, glaube ich, wohl da. Ich kann mir schon das Bier geben. Petri Heil ist langsam wieder richtig cool. Ja, das gehört er sicher gern.
Genau. Perfekt. Hey Aschi, danke dir vielmals. Okay. Schönen Abend noch. Dir. Und bis bald. Noch Mach's viel gut. Spaß. Danke. Ciao, Aschi. Ciao, ciao. Hoffen trinken bei. Hey, was ist eigentlich mit dem Oli? Der ist krank. Aha, Ja. okay. Ja. Ja, Also, in dem Fall eine nicht- gute Besserung. Nicht so krank wie immer, sondern halt wirklich so mit Fieber und so. Trinken wenigstens jetzt alle in der Runde wieder Bier. Ja, genau. Der Nils hat es kaum können erwarten. Traditionsbewusst. Genau, Siehst du? genau. Sagen, Genau. Traditionen muss man pflegen. Definitiv. Unbedingt. Sehr gut. Okay. Hey Aschi, Also, schönen hey, Abend, mach's gut. ich gehe ja danke fürs Jo, Telefon. ciao, Tschüss, Aschi, ciao, ciao. Ja, danke vielmals, Aschi, für dein kurze Update. Also ich bin überzeugt, wenn ihr den Podcast hört am 25., dass ihr eventuell sogar schon etwas gehört habt vom Aschi, dem Geier und dem Peter, wenn die das Team verlassen haben und eventuell sogar auch auf fischen.ch bereits irgendwelche Updates sind. Ja, genau. So viel zu dem. Willst du noch etwas anfügen? Ja, eben, es ist noch ein bisschen zu früh, aber ich kann nur sagen, in der April-Ausgabe ja, werden wir ziemlich ausführlich über das Thema berichten. Das Ganze kommt halt zu einem ungünstigen, ja gut, ich meine, also etwas ist immer ungünstig. Ja. Es ist immer ein ungünstiger Moment. Ja. Aber die Frage, die man dort, oder, ich meine eben die ganzen Verschiebungen, der ganze Konkurrenzkampf und so weiter. Ich meine, die grosse Angst ist jetzt, ja, lagert sich nach Deutschland aus oder so. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich wollte jetzt gerade fragen, hast du das Gefühl? Nein, ich habe das Also Gefühl, kann ich die, mir nicht wo, vorstellen. ich habe das Gefühl, die wollen Geld sparen, die wirklich wollen Geld sparen, die gehen sowieso nicht zu fischen.ch. Ja, ja. Sie sind nie da gewesen. Ja. Aber das sind dann auch die, die bei Wish und bei Temu kaufen oder so. Genau. Und dann halt das Zeug dreimal kaufen, weil es einfach... genau. Aber ja. Ich meine, die wird es immer geben. Das hast du ja früher schon gehabt. Ich mag mich zum Beispiel mal, ich mag mich erinnern an, ich glaube die zweite oder die dritte Sportfischermesse gewesen. Mhm. Da ist einer gekommen mit seiner Frau im Schlepptau, er war so vielleicht knapp 70 gewesen. Und er hat gesagt, ja, es ist eine gute Messe. Und ich gesagt, ja, wieso? Ja, er hätte da super, er hätte 8 Meter lange Route für 35 Franken können kaufen. Also seine Idee war, Je länger, wenig Geld, ja. aber möglichst viel lang. Route. Okay. Ja, und Ja. ja, ich meine, ja, das gibt es halt. Oder? Ja, also die gehören halt, die gehören dazu und die sollen auch dazugehören. Und ja, ich denke, ich meine, in der schweizerischen Fischerei, ja, es ist ein bisschen die Frage, ich glaube grundsätzlich eigentlich, dass es genug grosse, wenn du so willst, Solidarität oder irgend so etwas rum ist, von denen, die ja, sich sagen, ja, mir ist es, also ich kann es mir erstens leisten, eben, ich meine, wenn ich mir will, ich habe ja schon XY Routen, also wenn ich mir eine neue will leisten, dann muss ich dort ja nicht irgendwie, ich brauche es ja nicht unbedingt. Also, und dann muss ich auch nicht das Maximum rausschlagen. Und vor allem nicht gerade das erstbeste Angebot nehmen, sondern ich habe ja Zeit, Ja. weil ich eben... Ich habe komme auch Zeit. Ja, Ja. genau. Und das ist auch mit neuen Ködern und all dem, oder? Es ist dann irgendeiner, ich glaube, die richtig in der Fischerei drin sind, ja, natürlich lässt man sich auch dann mal noch von irgendeinem Sale, logischerweise. Ja, klar. Für das sind wir alle anfällig, das ist klar. Aber ich meine, wenn du schon 300 Gummifisch hast, oder meinetwegen, ich weiß auch nicht, 700 oder wie viel das man halt so hat, oder ich habe sie nicht zählt, aber es sind ein Haufen. Ja. Ich meine, die du dann noch kaufst, dann sagst du, ja, okay, ich will genau das. Ja, ich will genau. Genau, oder? richtig, exakt. Und dann bist du genau auf der Suche nach etwas. Ja, und dann kommt dir der Preis oder so, kommt dir nicht so drauf an. Der ist dann meistens irrelevant. Ausser, eben, wenn es irgendwo um keine Ahnung, eine Route geht, wo keine Ahnung, 900 Stutz kostet, dann vielleicht eher. Dann bist du vielleicht eher mal einer, der sagt, okay, ich finde die Route auch für 700 Stutz, dann nehme ich sie gut. dann, oder? Ja. Aber Ja. schlussendlich gehst du nicht wegen einem Päckchen Gummifisch, der 14,90 kostet und beim anderen kostet es 13,90 und dort in Genf kommst du noch für 11,90 über, dann fahrst du nicht auf Genf an. Nein. Dann gehst du genauso wenig auch ins Deutsche, weil du weißt, die Gummifische, die willst und die hole ich mir und die kaufe ich, wenn ich die brauche und fertig. Oder?
bin ich voll bei dir, ja. Nein, und also ich denke es auch, oder? Die Sportfischermesse zeigt es. Sie haben Erfolg, wie sie persönlich sind, wie sie authentisch sind, wie sie glaubhaft sind. Und weil es eine Familie ist. Ja, und sie sind unkompliziert und sie bieten einen guten Service. Und ich denke, das ist einfach so allgemein vielleicht die Lösung in der schweizerischen Fischerei. Also wenn du willst bestehen, dann musst du so auftreten. Du musst einen guten Service geben, du musst als Laden musst du gutes Personal haben. Als Magazin musst du gute Redaktion haben, gute freie Mitarbeiter haben, zum den Bogen auf das Petri Heil zurückzubringen. Als YouTuber musst du einfach hure viel Zeit haben. Das ist definitiv so, ja. Das ist definitiv so, ja. Ich glaube, das ist da, wo die meisten daran scheitern. Ja. Ja, natürlich, oder? Und durchhalten wollen, natürlich. Ja, weil es ist schon noch speziell, oder? Ich meine, der Schweizer Markt ist halt im Gegensatz zum Deutschen, also gerade auf Social Media, weil ich meine, in Deutschland hast du, was sind es, 84 Millionen, kannst du davon ausgehen, dass der Prozentanteil an Fischern vergleichbar ist mit der Schweiz. Ja. Wenn du Hochdeutsch redest, erreichst du zudem auch noch die Schweizer plus die Österreicher. Also dann hast du nochmal 14 Millionen dazu. Also bist fast bei 100 Millionen potenziellen Fischer, oder? Und wenn du Schweizerdeutsch redest, erreichst genau. Dann hast du... Erreichst nicht mal die ganze Schweiz. Erreichst nicht einmal die ganze Schweiz. Ich würde sagen, es sind etwa 5 Millionen. Oder? Ja. Also das ist fast Faktor 20. Das ist natürlich einfach ein riesiger Unterschied. Ich sage immer gerne, es ist nicht gegenkompatibel oder nicht rückwärtskompatibel. Oder? Wenn du jeder Schweizer kann Hochdeutsch schauen, also ja, jeder. Ja, sagen wir die meisten. Doch. Sicher sehr eine interessante Diskussion eben mit der Angst wegen Deutschland. Ja. Ich habe aber auch nicht das Gefühl, dass das auf Deutschland verlagert wird, ehrlich gesagt. Aber eben, ich wollte einfach nochmal sagen, ich nehme es wahr als zwei ganz unterschiedliche Dynamiken. Ja, definitiv. Also, ich habe gerade zum Beispiel, wir haben den grossen Wettbewerb gemacht im Rahmen von der Schweizer Sportfischermesse. Wo wir da eben, ihr habt auch eine Route beigetragen. Vielen Dank noch an dieser Stelle. Ja, kein Thema, immer gerne. Und da haben wir die Auswertung gehabt von den Leuten, wie sind sie auf die Schweizer Sportfischermesse aufmerksam worden und auf den Wettbewerb. Und ich meine, klar, logischerweise, ein überwiegender Teil sind natürlich Petri Heil, weil der Ding ist dort am direktesten promotet gewesen. Ja. Aber von denen, zum Beispiel der Anteil an Leuten, die via TikTok auf die Messe aufmerksam worden sind irgendwie 1%. Ja. Und Instagram ist mehr, ist vielleicht 10%. Also von denen, 10%. Von denen, die mitgemacht haben? He? Von denen, die mitgemacht haben, logischerweise. Ja. Oder? Ich nehme aber auch an, eben, das ist, ich meine, hast ja relativ, eben, ist eine hohe Zahl, sind deutlich über 1000, weit über 1000 gewesen, die da mitgemacht haben. Und eben, du hast gerade, also TikTok ist extrem klein, Facebook, Flyer und Social Media sonst, also und Instagram ist dann schon deutlich grösser, Newsletter auch. Also die zusammen eigentlich sind etwa gleich wichtig gewesen wie das Petri Heil in dem Fall. Aber eben so das, und irgendwie, wenn man dann zulässt, zum Teil bei den Deutschen, was da abgeht und so. Ja. Das ist also ich nehm das als ganz grundlegend anders wahr als bei uns. Ja. Absolut, habe ich auch das Gefühl. Also ist ja, wenn ich mit den deutschen Kollegen rede, wie dort die Messen sind, oder auch wenn ich selber auf die Messen gehe von Deutschland, es ist bei uns in der Schweiz ist es Miteinander, währenddem es in Deutschland das Gegeneinander ist. Dort ist einfach jeder schaut zuerst vor seinem Gärtchen und tut dort Fehler suchen, während dann bei uns eigentlich jeder sein eigenes Gärtchen macht und sagt, hey, das muss schön sein, bevor ich über mein Gärtchen überall schaue, oder, zum anderen. Und das ist für mich so ein bisschen der grundlegende Unterschied eigentlich. Wo ich muss sagen, das haben wir auch die Deutschen widerspiegelt, wo wir genau da unten gehockt sind, das Bier genommen haben nach der Messe. Haben sie gesagt, hey, das ist eine Familienkultur, die ihr da habt. Während eben bei ihnen alle
Faust gegen Faust, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und bei uns ist es so ein bisschen, was ist das Problem? Ja komm, ich kann es so lösen, komm, probier's doch mal, oder ich helfe dir, oder wie auch immer, oder? Und dort ist es wirklich, ja, du hast das Problem, ja, schön, das freut mich. So in dem Stil, oder? Also ich kann das auch, ich kann das bestätigen, wo wir letztes Jahr den Wettbewerb gemacht haben, da habe ich glaube, am Schluss haben wir 32 Preise gehabt oder so. Und ich habe, glaube 33 angefragt. Ja. Auf jeden Fall sind von denen, es hat eine oder vielleicht zwei haben nicht geantwortet. Abgesagt hat niemand. Und von die anderen 30 oder eben 32, was es waren, haben alle etwas gesponsert. Und der eine von denen, der nicht gesponsert hat, ist, als die Messe angefangen hat, der erste war, der seinen ausgefüllten Wettbewerbstalon eingerührt hat. in die Turne eingerührt hat. Oh, herrlich, herrlich, herrlich. Ja, eben, das ist... Und du bist wieder bei dem Thema, oder? Einfach zuerst irgendwie... Ja, was ich nur sage, das ist eigentlich zwar einfach die lustige Anekdote dazu, oder? Aber was ich eigentlich will sagen, ist eben, die anderen 30, also das zeigt einfach eben, gerade von dem Community-Gedanken, ja, wo das sicher etwas ist. Und ich denke es eben auch, es ist bei uns halt, es ist viel entspannter, weil eben sich mit dem Social Media, also korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber soweit ich das weiss, das lange nicht, um sich irgendeine Existenz zu machen. Nein, keine Chance. Nein. Du kannst nicht irgendwie einfach ein bisschen fischen gehen und sagen, schau, ja und so. Also du kannst es schon machen. Ist ein kleiner Teil, der das kann, sagen wir es so. Aber in der Schweiz? So. In der Schweiz, also ich sage jetzt gerade, was die YouTube, ich bin auch nicht auf YouTube. Matchfish Schweiz hat zwar einen YouTube-Kanal, hat 1-2 Videos drauf, aber hey, also wenn ich sehe, was der Oli macht, der Oli ist auf YouTube und ich habe mit ihm doch schon ein paar Mal geredet, was der ackert für YouTube und es ist doch auch beträchtlich, es ist doch viel, was er macht, zeitintensiv, vor allem auch, wenn es Aufnehmen, das Drehen ist das eine, aber nachher das Ganze bearbeiten, drum und dran, das ist das andere, oder? Und wenn du da nicht irgendwie, wenn du das alles alleine machst, als eine Person, oder seine Frau hilft dem Mami auch noch, vor allem beim Filmen, hey, das ist brutal. Also da vertust dich so und nachher hast da bist du irgendwie, keine Ahnung, ich sage jetzt 9 oder 12 Stunden dran an einem Video mit der Bearbeitung und allem drum und dran und schlussendlich hast du eine halbe Stunde Videomaterial, wo dann, ja, 200-300 Klicks hat, wo du denkst, ja toll, und für das habe ich mich jetzt 12 Stunden abgeackert. Und du musst sagen, ja, also, weiss ja nicht. Und in Deutschland ist es einfach anders. Ja. Ist einfach, ich kenne keinen in der Schweiz, der sagt, mal, ich finde einen Schweizer YouTuber wirklich top. Also, ich kenne niemanden, also vor allem in der Angelszene, wir reden da vom Fischen, oder? Kenne ich niemanden, der das irgendwie sagt, hey, mal dem folge ich und da schaue ich jedes Video und den finde ich wirklich geil und da kann ich darauf warten, bis ein neues Video rauskommt. Hingegen bei Deutschland ist es immer so, hey geil, wann kommt das nächste Video von Ace raus? First Cast TV, wann kommt der nächste YPC raus und, oder? Also das sind halt schon, das sind Welten. Aber die haben auch viel einen grösseren Motor hinten dran. Richtig, natürlich, genau. Ist auch das Gleiche wie mit den Pro-Staffs. In Deutschland, ich sage jetzt mal, die Promi-Fischer, in Anführungszeichen, die leben davon. In der Schweiz, vergiss es. Never. Aschi lebt nicht vom Fischen. Aschi lebt auch nicht vom Fischen, weder Aschi noch der Geier noch der Peter. Ja. Genau, die sind alle normal im Berufsleben. Ja, von dem her ist schon schwierig, ja. Schwierig. Also ich bin auch einer von den wenigen, der tatsächlich davon lebt. Ja, aber nicht vom Fischen selber, sondern von der Fischerei, wenn du so willst. Ja, okay. Ja, natürlich. Aber da gibt es auch andere, da gibt es auch Fischerläden, die davon leben. Das klar, ist, aber es ist schon eher... Ja. Aber wir sind eine kleine Gruppe. Ja, genau. Das ist schon so. Und da würde ich auch gerne... den Haken schlagen. Also hast du noch Infos aus der Szene? Entschuldigung. Jetzt haben wir irgendwie gefühlt die halbe Stunde fast über Fisch und CH geredet und das Ganze. Natürlich, klar. Mega spannendes Thema, absolut. Aber mehr dürfen wir auch nicht sagen. Oder nein, wir auch das nicht ist sagen. Natürlich auch, eben, das sind grosse, also Fischen.ch meint, das wird ja einfach, wahrscheinlich müsst da fast ich nehme jetzt mal an, dass in 2 Wochen oder in 3 Wochen wirst du einen Spezial-Podcast darüber machen, es wird sich lohnen. Vor allem eben auch, wie geht es weiter? Ich meine, die Frage ist sicher spannend. Das andere, das Philosophieren über Social Media, ja, das bringt man halt auch nicht in 5 Minuten und reinholen. Das ist so, definitiv. So, ja. Genau. Ja, dann... Schlag den Haken, ja. Also gut, dann mache ich weiter.
Und zwar haben wir News von den Toppis wieder einmal. Die haben einen neuen Köder rausgebracht, und zwar den Primus. Ein Twitch-Bait, den haben sie an der Sportfischermesse dabei gehabt. Und jetzt wird wahrscheinlich im Herbst, also es wird sicher, aber wahrscheinlich im Herbst, wird ein nächster neuer Köder kommen von den Toppis. Und zwar wird das ein Softbait sein, und der wird Provius heißen. Okay. Und der ist 14 cm lang. Es gibt ihn in 5 Farben. Die Händler können abstimmen, welche 5 Farben. Finde ich mega geil, dass sie das gemacht haben. Schlussendlich ist es der Händler, der den Köder verkauft, und der weiß, was in seinem Laden am meisten geht. Und die 5 Farben darf ich auch schon leaken, haben der Robin gesagt. Robin, danke vielmals an dieser Stelle. Und zwar wird das einerseits White, also ganz normales Weiss sein. Andererseits Sandstorm, auch sehr eine beliebte Farbe bei den Toppis, vor allem beim Skeletonius. Es wird der Green Sky sein. Es wird Watermelon Lime und es wird Shiny Pink sein. Das wird so das sein von den Toppis. Danke vielmals, Robin, an dieser Stelle für die Infos, und alle, die draussen gespannt auf den Köder warten. Ich bin überzeugt, dass der Robin uns die Köder wird zur Verfügung stellen für ein Gewinnspiel. Psst. Ich habe es zwar mit dem Robin noch nicht angeschaut, aber ja, ich lasse jetzt einfach mal drin. Dann haben wir noch eine News aus der Fischereiartikelbranche, aus dem Verkauf. Und zwar habe ich das heute erst gesehen, dass SAG Fischereiartikel in Sursee sind die daheim. Das ist ein Laden, der hat ist eigentlich ein Schlüsselservice, wenn du so willst. Die haben noch eine Fischereiabteilung, und die haben sich umbenannt in Petri Point. Ich meinte es per sofort. Ich habe heute auf den Post gesehen, was sie gemacht haben. Auf der Homepage selber steht noch nichts. Ich hoffe nicht, dass es irgendwie ein Fake ist. 1. April ist ja noch nicht, der kommt erst noch. Auf dem, genau. Hey, dann etwas anderes. Hast du YPC Bow geschaut? Nein. Schaust du so Sachen? Nein. Turnierfischen nicht? Nein, tatsächlich Okay. nicht. Dann gebe ich euch doch geschwind ein Update für alle, die es interessiert. Es geht jetzt um YPC Boat. Also die nicht wollen, die es noch nicht gesehen haben, die können das gerne überspringen. Ich weiß nicht, wie lange das geht, aber es ist der erste Flusstag ist Es sind 4 Folgen gewesen. Und am Ende von diesen 4 Folgen ist Savage Gear als erstes, Westin als zweites, Schwarzonker als drittes, B1 Bootcenter als viertes und Zeck als fünftes, sowie auch Stroft ist als Schlusslicht. Bei Stroft gibt es dann noch etwas, aber das sagt dann der Oli in der nächsten Episode. Und was ich krass finde, die sind 2 Tage sind die auf dem Fluss mit dem Boot, und Stroft hat einen einzigen Fisch in der Wertung. Das ist eigentlich noch verrückt. Da 2 Tage lang am Rühren bist, ohne Power Hour, ohne Livescope, nichts, bist einfach am Rühren und hast einen Fisch. Es wird alles in Holland abgedreht. Ja. Das ist eigentlich schon noch verrückt. Wie viele haben die Vordersten gehabt? Savage Gear hat eine Full Card, denen fehlt, glaube ich, nur noch ein Egli, wenn es mir recht ist. Aber weißt du, wie viele Fische im Boot haben? Ja, und sich voll. Also es ist mega unterschiedlich. Es ist, zum Teil ist gelaufen, Savage Gear hat einen Hecht mit 110 cm, glaube ich, 1,10 m, ich glaube, der grösste 1,12 m, irgendwie so. Und also es ist brutal breite Spanne. Also, Savage Gear, Westin sowie Schwarzonker, die haben recht gut gefangen gehabt. Die haben ziemlich Karten voll, die haben über 400 Punkte. Und B1 und Zeck sind, glaube ich, um die 200 und 300 Punkte umeinander. Und ja, Stroft ist noch unter 100 Punkte. Also ist ja ziemlich breites Spektrum. Ja. Ja. Die haben dann auch gesagt, anstatt dass jetzt da 2 Tage fischen sind, wären sie lieber daheim einfach auf dem Sofa gehängt. Klar. Die nächste Episode, die ausgestrahlt wird, wird von der Gruppe C sein. Hey, ja, dann was ich mir noch aufgeschrieben habe und was mich vor allem am meisten, also was mich vor allem recht berührt hat, ist, wir haben ja ein paar Mal die Story von Kili Perrin erzählt. Er hat einen Schlaganfall gehabt und mit die Lungen noch kollabiert, Epilepsie und ist jetzt aber wieder am Arbeiten im Shop. Okay, schön. Und hat jetzt über Social Media einen Spendenaufruf gemacht, weil für seine, ich sag's mal, für seine Schädigungen mit dem Schlaganfall und allem hat gibt es eine Therapie in Amerika, wo eine Heilung voraussagt. Die Frage ist einfach natürlich, wie genau oder wie gut das die Heilung auch ist, das wird sich dann zeigen. Und dann hat er über GoFundMe oder GoFundMe, irgendwie so etwas heisst das, hat er einen Spendenaufruf gemacht, hat 20'000 Stutz gesucht und es ist abartig, wie das umgegangen ist. Es hat jeder zweite im Status gehabt bei mir. Es hat fast jeder geteilt auf Social Media
und es sind insgesamt mehr als 30'000 Stutz zusammengekommen. Sehr schön. Von Fischer für Fischer. Also hey, an dieser Stelle einen grossen Applaus an alle die auch mitgespendet haben. Ich glaube, für den Kili ist es wirklich ein mega, wie sagen wir dem, eine mega Genugtuung. Ich glaube, das tut ihm mega gut und es ist wirklich, also ja, muss sagen, es ist wirklich sehr nice. Ja, das wäre es eigentlich von meinen Infos aus der Szene. Ich würde sagen, wir schneiden noch die nächste Rubrik an, das war das Thema. Und dort würde ich dann von dir gerne wissen, wie bist du zum Petri Heil gekommen und was bedeutet das für dich? Jetzt habe ich mal eine weniger klassische Überleitung gemacht, aber... Ist gut. Ich hoffe, du hast noch Zeit, du musst noch nicht heim. Nein, ist sehr gut. gut. Sie schlafen. Perfekt. Ja, das ist Ist super. okay. Ja, perfekt. Willst du noch ein Bier? Nein, Magst du einen- ich magst du fahre einen Break nicht, mehr so- machen? ich fahr nicht mehr so gut. Nach einer kleinen Pause sind wir wieder live. Wir haben natürlich müssen Nachschub holen. Ich kann den Nils doch noch dazu bringen. Zum Cheers. Prost. Danke. Gern. Sehr gut. Ja, wir sind eigentlich bereits schon in der zweitletzten Rubrik. Und zwar sind wir beim Thema, Nils. Und das Thema heute geht alles um Petri Heil, um, ich sage jetzt mal, dein Fischermagazin als Chefredaktor. Wie bist du aufs Petri Heil gekommen? Wie bist du so weit gekommen, dass du sagst, Chefredaktor beim Petri Heil, das ist genau meins? Ja, gute Frage. Rein von der Fischerei her war es so, dass ich am 23. Juni 2003, hure lang her, bin ich 21 gsi, habe ich am Silsee 1,33 Meter Hecht vom Ufer ausgefangen. Petri, sackstark, Ja. das ist eine Leistung. Das war unfassbar gewesen, damals natürlich. Wochen später hat es an der gleichen Stelle noch einen 90er gegeben. Wow. Ich musste 7 Jahre warten, bis ich wieder einen mäßigen Hecht gefangen habe am Silsee tatsächlich. Also ich habe mein Glück tatsächlich wirklich aufgebraucht dort. Aber man sagt ja, der Silsee ist ein Bitch. Ja, das ist er. Mittlerweile ist so, haben wir unseren Frieden, er und ich. Gut, Also, super. Ja, das er ist nicht übermäßig grosszügig, aber auch nicht total geizig. Und du bist nicht übermäßig traurig so. Nein, Ja, das ist alles. Ich meine, das macht natürlich, ich meine, wenn du einmal so einen Fisch gefangen hast, weißt du, 1,33 Meter geht dann schon sehr schwierig zum Toppen. Das Also, wird, ja. also ich wirklich. hätte jetzt eher das Wort unmöglich gebraucht, Ja, oder unmöglich, zumindest ja. fast unmöglich, Nein, aber also es ist eigentlich unmöglich. sehr schwierig trifft es auch ziemlich gut. Ja. Also ja. es ist wie so, du weißt, okay, da musst du jetzt nicht mehr irgendwie Ja. der PB, den kannst du nicht aufschrauben. Das ist einfach, Ja. muss jetzt einfach Ja. mal geben. Ja. Okay. Und ich habe natürlich während meinem Studium dann, also aufgrund von dem Fang, eben, ich meine, da bin ich natürlich wieder voll fürs Fischen gewesen. Was hast du für ein Studium gemacht? Und ich habe gleichzeitig Soziologie studiert. Ja. Das heisst, das ist eigentlich so die Wissenschaft, die versucht zu erklären, wie eine Gesellschaft funktioniert, wie man miteinander so, oder eben nicht miteinander oder nebeneinander lebt. Und dann ist irgendein, mit, was bin ich gewesen? 33 oder so, hat die Freundin von meinem Bruder hat mir so scherzhaft gesagt, schau mal, Petri Heil suchen sie jemanden. Und ich fand, ja, sofort, los, bewirb mich. Ich habe gesagt, ja, ich habe jetzt einfach Zeit für, also ich könnte gerade anfangen mit einem 30% Pensum. Nicht das, ich habe mich zwar für den Chefredakteur beworben, aber es war noch gerade eine Redaktionsstelle frei gewesen, und für 30% und die haben dann bekommen. Und dort ist mir natürlich, also quasi die Überzeugung, wieso dass ich das kann, habe ich gehabt, eben zum einen, klar, ich habe die Ausbildung gemacht und all das. Zum Zweiten, das habe ich am Anfang gesagt, mit dem Blinker, oder? Also ich habe wie ein Background-Wissen gehabt, was natürlich nicht mehr, das ist logischerweise nicht mehr 1:1 da, das war nie gewesen, aber ich weiss einfach, ich habe mich schon sehr, sehr intensiv mit dieser Materie auseinandergesetzt. Und du hast gewusst, was dich in den Bann gezogen hat? Ja, das habe ich auch gewusst, Ja. klar. Ja, und nachher bin ich dort reingekommen und habe irgendwie angefangen und dann hat sich so, ja, dann ist der eine Chefredakteur gegangen, dann ist der nächste gegangen oder respektive gegangen worden, mein Vorgänger. Dann ist im 18. ist dann tatsächlich so weit gewesen und ich habe
das können übernehmen. Und das Erste, was ich dann gemacht habe, ist, ich gefunden, ich denke, es ist ganz wichtig, wenn man irgendwie als Chefredakteur ist. Ich meine, die Leute haben nicht Lust, immer nur die gleiche Person zu sehen, in einem Produkt, das sie dafür zahlen. Ja. Und also habe ich eigentlich über die 2 Jahre, die ich vorher schon dort geschafft habe, die Leute, die ich kennengelernt habe und gefunden habe, ja, die könnten interessant sein, habe ich angefragt, ob sie schreiben wollen. Und habe ein überwältigendes Echo gehabt und dann habe ich geschaut, okay, wir haben jemanden aus dem Wallis, wir haben jemanden aus dem Also ist es dann vorher so gewesen, dass nur der Chefredakteur geschrieben hat? Es ist ein bisschen überspitzt formuliert, aber es ist zum Teil wirklich fast ein bisschen so gewesen. Ja. Ich meine, klar, ich habe auch dort schon geschrieben und ein paar andere auch und wir haben auch viel vom Deutschen übernommen gehabt. Aber ich habe wirklich gefunden, okay, es sollte jede Region irgendwie mit freien Mitarbeitern repräsentiert sein und auch jede Art Fischer. Also vom Jüngsten, ich weiss nicht, der eine dort war irgendwie 17 gewesen, und der Älteste war 75 gewesen. Also die Bandbreite ist mir auch wichtig gewesen. Und dann auch eben, dass man halt Bergbachfischer drin hat, dass man Welsfischer drin hat, dass man Flügelfischer drin hat, dass man Hechtfischer, Eglifischer, Zürichseefischer, Neuenburger Seefischer, dass man alle Basler und so weiter, dass man das irgendwie drin hat. Ja, und ich denke, ich habe die Linie probiert, sehr konsequent irgendwie durchzuziehen und nicht das Gefühl haben, ich weiss alles besser, ich muss mich im Vordergrund stellen, sondern sagen, hey, look, es tatsächlich, es soll ein Community-Produkt sein. Und ich glaube, das ist mir, oder das ist, ich kann dann auch sagen, das ist uns eigentlich sehr gut gelungen. Aber du bist nicht Geschäftsführer? Ich bin jetzt auch Geschäftsführer. Du bist jetzt auch Geschäftsführer? Ja. Okay. Vorher, also du hast angefangen als Redakteur eigentlich? Genau. Also nicht als Freier, sondern als angestellter Redakteur zum 30%-Pensum. Und bist dann zum Chefredakteur geworden. Ja. Was macht man als Redakteur? Tut man Berichte schreiben? Genau, dann schreibst du einfach Berichte. Ja. Oder tust auch Berichte von anderen bearbeiten. Layouten, wenn du so Nein, willst. Layouten nicht, aber du kommst zum Beispiel irgendwie einen Text über und der ist zu lang. Du musst den kürzen oder du kommst einen Englischen über, du hast den übersetzt. Damals am Anfang und der tatsächlich noch so übersetzt. Mittlerweile jagst du auf die Diepel rauf. Du musst ihn dann noch strählen, ja. Oder? Das machst du jetzt so, das ist natürlich viel schneller gegangen. Das kannst du jetzt eben auch mit Italienischen oder ja, klar, whatever. Das kommt nicht drauf an. Das kannst du alles wunderbar, funktioniert das. Ja, dort hat man eigentlich einfach das gemacht. Oder ist auch ein Haufen natürlich an die Generalversammlungen und so. Wir müssen dort gehen und irgendwie ein Bericht schreiben und ja, mal dort eine Reportage, mal dort eine Reportage. Das ist auch eigentlich sehr eine entspannte Zeit gewesen, weißt du, wenn du das schaust. Und dann als Chefredakteur, da kommt halt, oder wird es wichtiger, eben, du bist dann halt für den ganzen Mix verantwortlich. Ja. Aber Chefredakteur gibt es nur einen? Gibt es nur einen, ja. Ich kann mich in der Printmedien null aus. Für mich ist Print, klingt jetzt hart, aber alt. Ja. Es ist veraltet von mir aus gesehen. Also weißt, nicht böse gemeint, überhaupt nicht, aber heutzutage hat jeder so ein Smartphone, genau. Es hat jeder ein Tablet, es gibt Laptops, ja, oder? Aber ihr habt ja da auch schon den Weg gemacht, die Brücke geschlagen, aber da kommen wir nachher noch drauf zu. Ja. Mein wichtigster Mitarbeiter ist eigentlich der Layouter. Man muss sich so vorstellen, ich komme das Material über, das heisst, ich komme meistens ein Word-Doc über, ein paar Fotos, dann wird das korrigiert, zurechtgestutzt, zum Teil ein Lied, einen besseren oder den neuen Titel oder was immer. Und nachher gebe ich das dem Layouter weiter und sage, hey, look, jetzt bist du dran, du machst. Und er macht das extrem gut. Den haben wir bei euch in der Firma? Ja, der Standi Sutter. Ich meine, das ist halt sehr, sehr wichtig. Ich meine, eben, wir haben sehr kleine oder schlanke Entscheidungsstrukturen. Also ich mache nicht grosse Sitzungen, weißt, wo du irgendwie da mit allen zusammen irgendwelche Sachen diskutierst, die Hälfte nicht interessiert, oder, sondern wir entscheiden meistens das Zweite, das und das und das. Und sind aber offen für Inputs und für Kritik und für alles, was halt da reinkommt. Oder? Das ist dann halt sehr wichtig. Also, du kannst das machen so,
wenn du die Überzeugung hast, dass deine Idee nicht automatisch die beste ist. Ja, und vor allem, wenn du gut mit Kritik kannst umgehen kannst. Ja. Das muss dann natürlich auch gegeben sein, Genau. oder? Das ist ja auch nicht jedem Geschäftsführer gegeben, sag ich jetzt mal, oder Nein, nicht das jeder ist Person nicht jedem- gegeben. Nein. Und ich glaube, da musst du auch weltoffen sein für das. Ja, das hilft sicher. Weil sonst, Ja. Das ja. hilft sicher. Ja. Also ich denke, also das ist ich meine, das merkst du bei vielen, das ist ganz ist sehr eine entscheidende Eigenschaft, dass man nicht das Gefühl hat, ja, wenn man das Gefühl hat, die Idee einfach, weil sie von einem selber kommt, ist sie besser als die vom anderen, ist relativ schwierig. Ja, bist schnell in der Sackgasse. Genau, bist schnell. Und ich meine gerade eben, du hast gesagt vorher, Print ist alt und so. Und ja, das ist klar. Ich meine, es ist ein Business, das unter Druck ist. Eben die Leserzahlen gehen zurück, weil die Leute sagen nicht, nee, weißt, ich finde, es ist nicht gut. Sie sagen einfach, sie kommen nicht mehr zum Lesen. Es ist zwar interessant, weil ich mag mich erinnern an Statistiken oder so, einfach so Zahlen vom Fernsehkonsum in den Ende 90er Jahren, also vor 25 Jahren. Und dort ist irgendwie, der Deutsche hat im Durchschnitt 3 Stunden Fernsehen geschaut am Tag. Und der Schweizer irgendwie 2,5. Und ich denke, die 2,5 Stunden Fernsehen, die sind jetzt grösstenteils durch vielleicht 3 Stunden, 3,5 Stunden Handy oder Tablet kombiniert mit Handy einfach mobiles ersetzt Gerät, worden, oder? Ja. Gleichzeitig hat man damals natürlich viel mehr sind die gedruckten Zeitungen und Magazine und all das ist noch viel präsenter gewesen als heute. Oder? Obwohl du dort schon den Fernseher gehabt hast, eigentlich als das dominierende Medium, aber die sind irgendwie nebeneinander gewesen. Das war wahrscheinlich der grosse Unterschied gewesen. Es hat logischerweise niemand im Fernsehen seinen Röhrenbildschirm mit dem Zug Genau. Ich wollte sagen, ich glaube, Mobilität schon noch ein ausschlaggebendes Kriterium. Ja, absolut. Oder? Und irgendwie hast du halt früher, wenn du im Auto hast, entweder einen Kassettenplayer oder ein Radio gehabt, also hast du entweder Radio gelost oder das Kassettchen, das du schon 100-mal gelost hast. Was nicht unbedingt schlecht war übrigens. Ich meine, gar nicht. Ausser das Zurückspulen, wenn es so einseitig ist. Ja, das ist natürlich, gewisse Mängel hat es gehabt. Ja. Ich meine, ich mag mich auch erinnern, als ich irgendwie mit 16, 17, 18, oder? Da hast du eine CD gekauft für 32 Stutz. Das hast du vielleicht 2-mal im Monat können leisten oder vielleicht 3-mal, je nachdem, aber nicht wahnsinnig viel mehr. Und dann hast du die CD, hast du ja logischerweise auf und ab die hast du wirklich müssen. Du hast die müssen amortisieren in dem Sinne. Ja, absolut. Ich meine, heute mit Spotify oder mit was immer du hast, mal ist cool, okay, das nächste, zack. Also es bleibt viel weniger hängen, oder? Ja. Und vor allem, du kannst dir eine Playlist zusammenstellen mit 1000 Liedern, wo du sagst, ich finde die Lieder geil und du bist nicht gezwungen, um alle 1000 durchzulassen, sondern du kannst auch eins weiteres wägen, weil du zahlst monatlich Flatrate oder so, wenn überhaupt. Ja, eben, auf jeden Fall, eben, das ist halt, ich meine, eben, wir sind in dieser grossen Veränderung drin, das ist klar. Ich meine, ich merke es selber auch, ich meine, für mich ist das Handy auch extrem dominant. Ich fange jetzt immer mehr an, irgendwie, wenn ich sage am Samstag und am Sonntag, mache ich es einfach, lasse es im Flugmodus, fertig. Das kannst ich schaffe es ja tatsächlich, es geht. Oder dann Hut ab. Habe ich gesagt, ich wollte jetzt zum Beispiel Ferien machen Ende März. Und gesagt, damit es funktioniert, ich kann entweder vorher ein Massenmail an all meine Mitarbeiter, was weiß ich was, schicken. Oder ich mache einfach, ich sage, okay, ich schalte mein Handy vom 4 bis um 5 Uhr. In dieser Zeit ist gut und der Rest einfach nicht. Weil, ich glaube so, und ich denke auch, das ist etwas, wo, eben, das kennen wir alle, oder? Es ist schon sehr dominant. Absolut. Und irgendwie, wenn dann das Zeug, die Informationen, wo du aufnimmst auf deinem Handy, wenn die passen, ist es okay. Wenn sie stressen, wie jetzt mich gerade im Moment mit dem Weltgeschehen, dann ist es nicht gut. Ja, klar. Dann ist es nicht gut. Ist etwas Unnötiges, oder? Genau, dann musst du einfach irgendwie selektiv sein. Du musst irgendwie sagen, hey, nein, weißt du, und schaust irgendwie dein Kind an und findest, wow, wie cool ist das? Absolut. Ja. Wie viele Leute sind ihr bei euch? Also in der Redaktion sind wir das vierte. Fest, wo fix bei euch sind?
4. Aber davon hat einer 40%, einer 20% Pensum. Ich habe 70 und einer, der Layouter, hat 100. Und dann haben wir noch die Administration. Der Sven, der schafft 90. Ja. Also zusammen sind es 400 Stellen Ja, pro also Zeit, ungefähr, nicht ganz, Ja. 350. Ja, okay. Und wie viele Freischaffende haben ihr? Ja, ist noch schwierig zu sagen. Sind zwischen 20 und 25. Was macht ein Freischaffender, der liefert im Jahr 2 Berichte? Ja, es gibt solche, die liefern 5, 6 Berichte, 7. Häufig ist eigentlich so, dass einer hat mega viele Ideen, bringt über eine relativ kurze Zeit recht viele Artikel oder Berichte und nachher flaut das ein bisschen ab. Das ist aber für mich überhaupt kein Problem. Ich meine, wir wissen, die Fischerei, das ist eine Herausforderung, oder? Die wir haben, das ist bei all diesen Fachzeitschriften sehr, sehr ähnlich, oder? Ja, im Mai geht der Hecht auf, im Februar. Im Juni der Zander. Genau, und die Seeforellen im Ja. Dezember und so weiter. Ja. Und auch rein von der Fischerei, von den Ködern und den Techniken und all dem, das wird nicht Jahr für Jahr neu erfunden. Das meiste ist eigentlich, klar, es gibt immer neue Köder, es gibt neue Routen, aber du Mal etwa ein Rig, der mehr im Fokus steht. Genau, aber selbstverständlich fängt man auch noch mit dem alten Zeug. Also, Ja, genau, es ist ja nicht so, dass das dann komplett weg wäre und man darum es wirklich Sinn machen und es entspricht ja auch nicht der Realität der meisten Leser, dass sie sagen, aha, okay, ja, jetzt ist es nicht Rig, also was interessiert mich mit Dropshot? Genau, ich verkaufe alles, was Dropshot Ja, ist und Fisch ja. nur... nein, ist klar. Macht sie nicht, oder? Ist klar. Sondern das ist einfach etwas, was dazu kommt, dann probierst du es einmal aus, vielleicht funktioniert es gerade, dann gehst du wirklich nachher. Wenn es nach dem 3. Mal immer noch nicht funktioniert, denkst du, ja gut, Genau. das falsche Gewässer. Mit dem Dropshot hätte ich schon angefangen. Mit dem Dropshot hätte ich schon angefangen, ganz genau. Ja. Ich denke, das sind so, und eben das ist, wir haben im Petri Heil, wir müssen mit dem umgehen, oder? Du musst immer, du kannst das Rad nicht immer neu erfinden. Eine Möglichkeit, die du hast, ist, und darum haben wir so viele freie Mitarbeiter, du kannst immer jemand anders eine sehr ähnliche Geschichte erzählen lassen. Und dann ist es wieder etwas Neues. Ja, Weil ja. es erlebt es niemand ganz genau gleich. Ja. Und es bringt immer einen, durch diesen Punkt mehr in den Vordergrund setzen und der andere diesen und so weiter. Und so kannst du das Ganze eigentlich, finde ich, spannend und erlebig behalten. Oder? Ich meine, wenn ich jedes Jahr würde im Mai Über die Hechteröffnung. über den Hecht schreiben, müssen die Leute irgendwie, muss ich auch sagen, wenn sie sagen, ja, das Schreibt der schon wieder. jetzt schreibt der schon wieder über das Thema. Ja, klar, natürlich. Also das ist irgendwie so ein bisschen Ja. abgelutscht, oder? Ja. Dann schnell mal. Und irgendwann auch nicht mehr wirklich glaubwürdig. Und das ist eigentlich die grosse Herausforderung, die wir haben. Und wir haben halt eben, einen grossen, also einen Vorteil, oder was bei uns speziell ist, wir haben sehr viele Abonnenten. Also, Wie viel haben ihr? Ist das öffentlich? Ja, das ist öffentlich. Also wir haben eine Auflage von 7000 Magazinen Im Monat? im Monat. Also die Druckauflage ist 7000, davon gehen 6000 gehen an die Abonnenten. Ja. Im Schnitt die wird jedes Die anderen gehen in Abo die Jobs? tatsächlich, die gehen in die Jobs, Ja. ja. Und im Schnitt wird jedes Abo tatsächlich von 2 Leuten gelesen. Also von 1,91 ist unser Schnitt von Lesern, wo die meisten gehen es irgendwie weiter. Darf ich das weitergeben? Ja, man darf das weitergeben, natürlich. Das ist so. Nein, da bin ich offen. Okay. Also, Dann da hängst du mich nicht spiele ich gerade auf, gut. Nein, da spiele ich... habe ich kein Problem, mit offenen Karten zu spielen. Ja, ist irgendwo durch der ökologische Gedanke, oder? Wo dann, Ja, klar. sag jetzt mal. Ja, logisch würde es mich freuen, wenn die natürlich, natürlich. wenn man natürlich doppelt so viel Abos Ja, hätten. klar. Das ist ja klar. Was passiert mit denen, die in den Shops sind und nicht verkauft werden? Das weiß ich nicht. Die kommen irgendwie zurück. Oder Und dann? werden entsorgt. Okay. Ja. Nein, aber was ich sagen eben mit dem Abo, oder? Der Unterschied, den wir haben zu ganz vielen, zum Beispiel zu den Deutschen und auch zu den skandinavischen oder zu den französischen Pendants und so willst. Sie sind viel stärker auf den Einzelverkauf und Kiosk ausgerichtet als wir. Und durch das musst du vor allem
im Titel, aber auch in deinen wichtigsten Artikeln musst du eigentlich viel marktschreierischer sein, als wir das sind. Das heisst, du musst sagen, so fängst du die grossen Eglis, so fängst du die grossen Hechte. Und das musst du eigentlich in fast jeder Ausgabe sagen, so fängst du die grossen Eglis, so fängst du die grossen Hechte. So. Und ich meine, ja, wer das Magazin ein paar Mal gelesen hat, weiss, du fängst dich trotzdem nicht so einfach, wie es suggeriert wird. Eben, wie sie müssen jetzt erst mal sein und du musst Zeit haben. Genau. Und vor allem, du musst es gut können umsetzen und alles drum und dran. Und dein Gewässer muss vor allem auch hergeben. Das muss es auch hergeben. Das ist ja, Quintessenz, der Schlüsselfaktor daraus raus. Und eben, aber weil wir natürlich einen Haufen Abonnenten haben, kann ich eigentlich bei der Themensetzung ganz anders, also ich fokussiere, ich habe immer den Leser im Kopf, der eigentlich schon alles kennt, der schon 3, 5, 10, 15 Jahre Abonnent ist und auch Fischer ist. Und dort funktioniert es nicht so gut, wenn du einfach so irgendwie auftrumpfst mit sondern du musst halt eine andere Themensetzung machen, wo uns viel mehr, also ja, wo ich das Gefühl habe, das entspricht unserem Team viel mehr und darum haben wir auch ganz andere Titelbilder als viele andere. Also meine deutschen Kollegen haben mir gesagt, ich kann das jetzt auch sagen, weil sie verstehen ja kein Schweizerdeutsch. meine deutschen Redaktionskollegen haben gesagt, ja weißt, ich finde eure Titelbilder hure geil, aber ich würde mich nicht getrauen, so etwas zu bringen. Weil am Kiosk funktioniert das wahrscheinlich nicht. Und das stimmt. Am Kiosk funktioniert das wahrscheinlich nicht. Oder? Haben die auch in Deutschland auch Abonnenten, gell? Ja, aber vielleicht 100 oder so. Ja. Also und die tun von der Schweiz her? Ja, die tun wir von der Schweiz her beliefern. Ja. Nein, und so eben können wir ganz anders arbeiten. Und die Zeit schafft eigentlich eher für uns als für die auf den Einzelverkauf angewiesen sind. Weil die Zeitschriftenauslagen an den Kiosk, die werden auch jedes Jahr einen halben Meter schmaler. Ja. Und irgendwann ist nichts mehr rum. Oder? Richtig. Also die haben es eigentlich sehr, sehr viel schwieriger. Du hast gesagt, eben etwa 7000 Auflage, 6000 Abonnenten. Wie viele davon sind E-Paper? Die kommen natürlich noch oben drauf. E-Paper sind etwa 10, 12, vielleicht 10% oben drauf. Ja, okay. Und das ist einfach aber steigend natürlich. Ist Tendenz steigend. Ja, steigend, ja. Also wir sind uns auch, also eben, wir haben das E-Paper, wir haben ja die Webseite, wo wir eigentlich auch alle, ich sage jetzt mal, wichtigen Artikel drauf. Die einen hinter der Bezahlschranke, die anderen, wo man findet, die sind einfach wichtig für die Information von den Fischer. Die lassen wir offen. Habe ich als Abonnent Zugang zum E-Paper? Ja, automatisch. Das einzige Problem ist, du musst das Papier, also wenn du nicht wenn du mal eingeloggt bist, solltest du eigentlich eingeloggt bleiben. Ausser du gehst immer im geheimen Modus schauen. Sonst musst du eigentlich bei dieser Papierhülle, die du hast, beim Petri Heil, was Petri Heil dann verpackt ist, die machst du logisch auf und rührst sie vor, rührst sie ins Altpapier. Und dort ist deine Abonnummer drauf. Und die musst du eingeben und dann kommst du rein. Okay, ja. Sehr gut. Nice to know, also auch für alle da draußen. Genau. Wenn ihr unterwegs seid, das Petri Heil lesen, könnt ihr mal registrieren bzw. einloggen und dann habt ihr auch Zugang zum E-Paper. Was siehst du für Herausforderungen in den nächsten 5 Jahren? Die grosse Herausforderung ist, bleiben die Lesezahlen oder ich meine, das ist so mit ich meine, Musiker verkaufen immer noch CDs. Es ist aber noch ein Bruchteil von dem, was sie verkauft haben. Werden CDs noch? Ja, es gibt immer noch. Es gibt auch noch Schallplatten, sind zum Beispiel wieder... Ja, Schallplatten sind wieder in. Oder ja, also schon länger wieder, so ein nostalgiemäßig. Genau. Ja. Oder, aber CDs, wirklich? Ja, es gibt es tatsächlich noch. Also es gibt, die meisten bringen die irgendwie noch... Ich meine, ich habe noch einen Kulturbetrieb, ich sehe ein bisschen so in die Kleinkunst oder in die kleinere Musikszene rein. Es gibt es tatsächlich noch. Also sie können das ist für sie nicht, fast nicht, gilt immer noch als unverzichtbar. Unkraut vergeht nie. Ja, genau. Und ich denke, ich hoffe es auch, dass irgendwie natürlich das im Print auch so bestehen bleibt. Oder? Und solange wir jetzt nicht einfach wirklich, ich meine, man hat schon sehr viel verloren, oder man ist mal bei 2,5 Mal so viel gewesen, vor 10 Jahren, 15 Jahren. Ja.
2,5 Mal so viele Leser. Und das ist logisch, das ist nicht, weil wir Missmanagement gemacht haben in dieser Zeit, sondern das ist einfach die Entwicklung. Das geht, Digitalisierung das auch. ist einfach die Digitalisierung, da kannst du dagegen machen, was du willst. Ja. Du kannst, es ist einfach so. Ja. Da muss man irgendwie halt einen kühlen Kopf bewahren und mit einem gescheiten Marketing und so kann man das Zeug gewissermaßen auffangen. Aber natürlich gegen Auftreiben ist schon, wird dann sehr schwierig. Ja, also das ist eigentlich klar die grösste Herausforderung. Und an dem angeschlossen ist dann die Frage, ja gut, okay, wie will man, ich meine, der Name ist immer noch da, ist bekannt, die Leute kennen es, sagt nicht etwas. Wie es der Aschi vorher schon gesagt hat, ja, es sei langsam wieder cool geworden. Für das haben wir auch viel investiert, also das ist tatsächlich so. Ich meine, wir haben ein paar Sachen auch richtig gemacht in der letzten Zeit, damit das nicht noch mehr einbricht, oder? Musst du ja die journalistische, du musst die Qualität der Beiträge musst du behalten. Ja, das ist so. Oder du kannst dir eigentlich nur erlauben, den Anteil zu verlieren, den du halt einfach als Handy verlierst. Aber die finden, du kannst dir heutzutage keine, also wir können uns nicht mehr gross irgendwelche Feindschaften erlauben, wie das zum Beispiel der Erfinder von Petri Heil, der Hans-Jörg Tiettiker, der hat das in den 90er Jahren hat er sich das noch erlauben gefunden. Und mit dem Schafsäckel gar nicht und so weiter. Ja. Und wir müssen halt einfach gezwungenermaßen einfach probieren mit den allermeisten. Es gibt schon noch ein paar, wo es halt wirklich nicht anders geht, aber eigentlich mit allen gut auskommen. Das ist sehr wichtig. Und für das musst du einfach auch sehr, sehr glaubwürdig und irgendwie authentisch sein. Und das ist klar, ja. Und das ist so, also das ist eigentlich die Herausforderung, ja, dass das Geschäftsmodell halt noch weiter funktioniert. Ja. Dein Ziel ist, bis zur Pension dort zu bleiben? Ja, also ich würde jetzt grundsätzlich nicht Nein sagen. Es ist ein schöner Job, es ist allerdings ein stressiger Job. Das ist einfach immer eine To-Do-List. Immer. Ja. Also vor allem als Geschäftsführer. Ich wollte gerade sagen, hast du nicht das Gefühl, das ist als Geschäftsführer überall ein bisschen so... Ziemlich sicher, weißt, das, ja. Also ich glaube, es ist das ist irgendwie... Ja. Okay. Hey, bevor wir zu den Community-Fragen kommen, habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar Weissfisch im Petri Heil. Karpfen, Schleien, Rotfedern, Fiedern. Ist das ein Thema? Nein. Ist definitiv kein Thema. Ja, also nicht so, ihr habt ja mal eine Abstimmung gemacht. Ja. Möchtet ihr das noch dünner an? Ich muss vielleicht schon offen sagen, ich habe immer noch 2 original eingepackte Petri Heil oben, die letzten 2, die habe ich noch nicht gelesen. Ich bin auch noch nicht dazugekommen. Mir geht es eben auch so. Ja, ich weiss. Und es hat eine Zeit lang haben so Abstimmungen gemacht, ja, und über QR-Code abstimmen, habe ich mega geil gefunden. Habe ich mir gesagt, hey super, finde ich genial, weil so kannst du ein bisschen als Leser mitbestimmen, was könnte das zukünftige Thema sein und in welche Richtung soll es ein bisschen gehen. Und ich meinte, ihr habt mal eine Abstimmung gehabt, ob wir über Karpfen bringen. Yeah. Und die ist, glaube ich, nein gewesen, wenn es mir recht ist. Aber ich glaube nicht so eindeutig. Nicht so eindeutig. Genau. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt muss ich gleich noch fragen, wie sieht das aus? Habt ihr irgendwie etwas so? Ich habe es wieder geplant. Also ich wollte mit den Jungs von Gamma Baits wollte ich etwas machen, sicher den Sommer. Weil die Schwierigkeit ist, ich habe viel Karpfenmaterial angeboten aus Deutschland. Ja. Aber die haben einfach andere Voraussetzungen mit dem Anfüttern, mit dem Campieren und allem Zeug. Und irgendwie kann ich jetzt mal schauen, wie funktioniert es in der Schweiz. Und und ich meine, das Fiedern für Weissfisch finde ich auch wirklich eigentlich etwas Spannendes. Ich habe aber dort tatsächlich auch noch zu wenig Berührungspunkte zu diesen Leuten, weil es gibt, und ich kann einfach, also das ist vielleicht auch so, wo ich mich bewege, ist irgendwie, weißt du, ein Scheissendeckel. Ich kann es nachfühlen. Ja, oder? Also es wird eigentlich sehr, sehr stark belächelt, oder? Und also gerade eben zum Beispiel das Fischen auf einen Brachsen, oder? Das ist nein, komm jetzt. WTT kann ich daheim, den kann ich dort runterladen, muss ich nicht noch. Ja, definitiv. Das gibt es halt irgendwie recht häufig. Und ja.
Okay, aber ist in dem Fall etwas im Gang im Bereich Weissfisch, wenn man so will? Also ja, karpfentechnisch. Spannend. Ja, sehr gut. Cool. Ja, dann, wir haben die Community noch gefragt. Wir haben da ein paar Inputs bekommen diesbezüglich. Wir haben mal gefragt, was wollen wir vom Nils alles wissen. Es sind 4 Sachen zusammengekommen, beziehungsweise ich stelle 3 Fragen und eine Aussage. Und ich will zuerst mit dem Schönen anfangen, und zwar vom Gesi. Wir wollen was feststellen, Nils ist Weltklasse und wir lieben ihn. Ich glaube, das bringt die, wie sagen wir dem, die Lorbeeren, die Tim beziehungsweise Ralf gewidmet hast, auch wieder ein bisschen retour. Genau. Das ist nett. Dann, was wünscht sich der Nils für unsere Schweizer Fischereiszene? Ist vom Merch Meier gekommen. Ja, es sind ein paar Sachen. In erster Linie wünsche ich mir eigentlich einfach produktive Gewässer. Ich finde, das ist irgendwie das Wichtigste. Ich wünsche mir sehr, dass vor allem auf der Ebene der Kantone und vom Bund, dass sie verstehen, dass eigentlich die Wertschöpfung von der Hobbyfischer gegenüber der Wertschöpfung der Berufsfischer ein x-faches grösser ist, dass da ein grosses Potenzial da ist, wo doch sehr nachhaltig ist. Ich meine, klar, am Schlussendlich bleiben ein paar Kilo Blei in unseren Gewässern hängen, aber... oder halt vielleicht auch Tungsten. Oder vielleicht auch Tungsten, ja. Das ist so, Gummis auch, klar. Aber grundsätzlich eigentlich ist es sehr, ich finde, es ist ein sehr, vor allem für den psychischen Effekt, den das Fischen für den Fischer hat, ist es extrem etwas Wertvolles. Ja. Also das heisst eigentlich, ich denke, für die Gesundheit der Leute kann man wirklich sagen, ja, Fischen ist gut, ist wertvoll. Auch als Nahrungsbeschaffung. Ich meine, es ist ein absolut hervorragendes Nahrungsmittel, wie wir wissen. Fisch auch nicht belastet. Es kommt nicht aus Massentierhaltung, es ist alles tiptop. Absolut, ja. Das sind so, und wie soll man sagen, das Verständnis dafür, dass eigentlich mehr Fischer oder eine stärkere Hobbyfischerei auch den Fisch und den Gewässer etwas bringt. Das wünsche ich mir vor allem. Ja. Okay. Weil ich glaube, das ist eigentlich, also wenn ich eine Stellschraube könnte ansetzen, dann wäre es die, weil dort wäre dann das Ganze mit den Verschmutzungen, die wir haben, mit dem Mikroplastik. Ich meine, mit all diesen Problemen, die da sind, die ja wirklich übel sind, oder? Ja. Und nicht weniger werden vor allem auch, gell? Und sie werden nicht weniger, oder? Und irgendwie, das wäre wie so, quasi, wenn es anfangen dort und sagen, ja, sich auch überlegen, okay, ja, ich meine, was... Es gibt einen wirtschaftlichen Nutzen. Logisch, ich meine, der Nutzen von der puren Lobby, wenn wir nicht darüber diskutieren. Nein, natürlich. Der ist natürlich grösser und der ist auch gegeben und so weiter. Und der ist auch wirtschaftlich und alles. Also. Genau, also das ist schon klar. Aber einfach wie nicht so, ich meine, die Fischer werden einfach so ein bisschen behandelt wie, ja, das sind einfach Nutznießer von unseren Gewässern. Und wenn es die nicht gibt, nachher geht es der Natur ja noch besser. Genau. Oder? Genau, ja. Und das stimmt einfach nicht. Ja. Ich sage ja, eben, ich habe mal gesagt, es fängt niemand an zum Fischen, weil er einen Bach will renaturieren. Ja. Weißt? Aber wenn er irgendwie genug lang am Fischen ist, dann sagt er auch, okay, und ich will das auch machen. Und vor allem, er sieht auch das Bedürfnis von dem Bach, oder? Ja. Oder von dem Gewässer. Ja. Er sieht nicht einfach, ja, jetzt tue ich es noch renaturieren, sondern er sieht auch warum, er sieht dahinter. Und das ist, ja, finde ich sehr spannende Aussagen, ja, absolut. Also das finde ich, das ist das, was ich mir wirklich wünsche. Okay. Hey, dann ist vom Christian Kögel Fishing ist noch eine Frage gekommen, und zwar, ob du Lust hast, dieses Jahr beim Fischen mit Handicap am Greifensee dabei zu sein. Ja, ich habe Lust. Ja. Ist gut. Dann würde ich doch, finde ich cool, finde ich super, dann würde ich doch gerade mal sagen, Christian, lass deine Kontaktdaten durch, ich gebe sie am Nils weiter. Ich habe sie schon. Du hast sie schon? Ja, sehr gut, ja, perfekt. Dann wirst du mit ihm Kontakt aufnehmen, dementsprechend, super. Tipptopp, finde ich cool, sehr schön. Finde ich etwas... Ja, nein, das ist eine gute Sache. Das ist auch für das Image von der Fischerei, was ich auch übrigens sehr
gewandelt hat, gell? Ich meine... Ja, das ist so. Wo ich ein Bub war, da hast du... der Fischer, wie man ihn sich vorgestellt hat, ist eigentlich einer gewesen, der einen Kübel Wasser hatte neben sich, also ein Plastikkübel Gummistiefel. mit Gummistiefel, 5 cm Wasser rein und ein paar halbtote Viecher. Ja, richtig. Was ich als Bub super interessant gefunden habe, um die schauen, welcher sich noch bewegt und welcher nicht, und welcher den Rückenschwung macht und welcher nicht. Und vor allem der wichtigste Punkt, finde ich, ist immer auf seinem Stühle gesessen und hat einfach gewartet. Ja, er hat einfach gewartet, Ja. genau. Und ich meine, das ist natürlich mittlerweile schon, das hat sich ziemlich verändert. Ja. Das hat sich bedeutend gewandelt. Ja. Absolut. Und eben, ich meine gerade auch das Fischen mit Handicap, das ist auch wieder etwas, was eben auf den Aspekt von der psychischen Gesundheit von der Fischerei, also das, was die Fischerei eigentlich kann bringen für Work-Life-Balance, für Erholung, gegen Stress und so weiter, ist es halt wirklich, ja. Absolut, ja. Finde ich cool. Übrigens, Christian, gib doch mal durch, wenn das ist. Fischen mit Handicap. Vielleicht 29. oder 30. August. Sehr gut. Vielleicht sind wir von Fischverrückt auch dabei. Kann ich mal mit dem Oli anschauen. Ich denke, da können wir sicher auch irgendetwas beisteuern, wenn wir dabei sind. Also, von dem her wäre sicher cool. Ja. Dann habe ich noch eine Frage von der Community, und zwar vom Windreiter 17. Haben ihr viele Reaktionen bekommen, wo ihr Spots, ich sage es extra langsam, vom Zürichsee präsentiert haben? Ja, tatsächlich, also viel nicht, aber ja, ich habe das schon... Also ich weiss ja nicht, ich glaube, der Zürichsee ist etwa der See, wo wahrscheinlich in dieser Region da am meisten befischt wird. Klar. Also wir haben... schon eher weiter rum. Wir haben das vor Jahren, das hat der Ivan Valetny das Gleiche mal gemacht über den Bielersee bei uns. Das ist einer von unseren allermeist angeklickten Artikel auf der Webseite. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Irgendwie, ich glaube, die 7 oder 8 Topspots vom Bielersee. Ja. Und dann haben wir gedacht, komm, jetzt machen wir das auch vom Zürich. Vom Zugersee haben wir es übrigens auch gemacht. Und dann haben wir es jetzt auch vom Ding gemacht. Vom Zürichsee. Und wir wissen natürlich dort, ja eben, die Leute finden dann... Da hat man geschrieben, ja, an der Fähre in Hurgen, das ist ja gerade, ich wohne ja gerade sehr in der Nähe, hat es jetzt plötzlich Leute gehabt, die man noch nie gesehen hat. Und dann dachte ja, und dann habe ich gesagt, ja, und dann gefragt, ja, und sind sie 2 Wochen später immer noch da gewesen? Oder haben sie halt nichts gefangen und sind da wieder gegangen? Ja, nein, ja, sie sagen jetzt schon nicht mehr so viel. Also man sieht, es ist... das ist natürlich so ein bisschen, aber das ist ja in der Fischerei, das ist ja so ein Spannungsverhältnis, wo die meisten drin sind, oder? Ich meine, wenn du einen guten Köder hast, ich mag mich erinnern, als ich meine ersten Massenfänge mit dem Keitech Easy Shiner hatte, am Dropshot. Ich wäre am liebsten am gleichen Tag, am Abend statt Fischfiletieren noch schnell auf Rüti gefahren, in Funfish, und hätte dort sämtliche Packungen von dem gekauft. Und zwar nicht unbedingt, damit ich genug von denen habe. Sondern damit es niemand anders mehr hat. Sondern damit es niemand anders hat. Oder? Du Fuchs! Ich bin mittlerweile behaupte ich, dass ich ein bisschen über dem Ding draussen bin, oder? Gott sei Dank. Aber der quasi nicht, oder das... Ja, ich meine, in dem sind die meisten von uns Fischer irgendwie drin, oder? Ich kenne das auch, und das habe ich auch schon gehabt, jetzt bin ich auch auf dem Greifensee am Fischen gewesen, das ist ja schon Jahre her. Am ersten Abend haben wir gut Egel gefangen, am zweiten Abend nicht mehr so, und das hat nebendran einen gehabt, das ist, glaube ich, ich weiß nicht, wie er heisst, aber es war einfach so eine lokale Koryphäe gewesen. Und der hat einen am anderen rausgezogen. Er hat 45 Egel gehabt in 2 Stunden. Ja. Und wir nebendran vielleicht 10 Stück oder so. Das zweite oder das dritte sind wir auf dem Boot gewesen. Und dann habe ich zu einer Kollegin gesagt, ja, jetzt müsst ihr schauen, jetzt kommt er dann, wenn er fertig ist und die Beiszeit vorbei ist, kommt er und erzählt uns, wie er es gemacht hat. Und tatsächlich ist er dann gekommen und hat gesagt, da musst du den Wobbel nehmen, Meter vorne dran ein Ding haben. Das heißt, der ist
er ist so zufrieden gewesen mit seinem Fang, oder? Er ist so tiefenentspannt gewesen von seinem Fang, dass er gefunden hat, okay, ich bin jetzt so grosszügig und erzähle denen. Ich habe kein Problem, soll das machen, ist voll okay. Und das ist übrigens einfach eins von der, also eben, wir haben auf der einen Seite haben wir den Neid, oder, wo ja zum Teil ist, und eben Berner, weißt du, an einer Berner Eröffnung sind sie gekommen und gesagt, ja, gell, aber schreibst du nicht von den Leuten zum Beispiel. Das ist ein gutes Gewässer nebenbei. Oder, danke. Oder von der Aare in Interlaken oder von den Dingen in der Aare in Bern oder egal was. Gerade Berner sind dort speziell. Ich glaube, Bündner sind auch noch so. Bündner auch, aber im Bündnerland gibt es einfach so viele gute Gewässer. Ja. Also aus Mittellandoptik gute Gewässer. Sie finden die natürlich schon 40 Jahre fischen, finden das egal. Das ist ein Scheiß mittlerweile. Wir finden es immer noch hure geil, oder? Ja. Dort verteilt sich das auch ein bisschen, oder? Aber klar, eben, da muss man auch ein bisschen schauen, je nachdem, eben, ein kleineres Gewässer sollte man schon nicht zu fest sollten wir tatsächlich nicht zu fest ins Rampenlicht setzen, weil es effektiv so ist, dass es einen Effekt hat auf die Fische. Ja klar, wenn 6000 Nasen das Petri Heil haben, jetzt nur schon wenn es 5000 lesen, oder? Und die Spots besuchen, lass es die Hälfte sein, die Spots besuchen, 2500. Ist dann schon, also der Befischungsdruck steigt dann schon, oder? Auch wenn es nur eine Woche ist. Ja. Weißt? Und mir ist einmal einer von einer GV im Glanerland, ist einer gekommen, du bist von Petri Heil, ja. Bei uns im Verein ist es so, wenn einer seinen Fang bei der kapitalen Fang veröffentlicht bei euch, ist das ein Kündigungsgrund. Dann wird er sofort ausgeschlossen aus dem Verein. Nein, wirklich? Ja, wow. So sind damals drauf gewesen, okay. Oder eben andere haben gefunden, ja nein, jetzt hat er ein Double, ein Kapital, also ein 46er-Regel vom Schiffsteg oder von der Hafenmauer in Richterswil gebracht. Das war schon ein paar Jahre her. Da habe ich gesagt, ja, aber sorry, der ist vor 2 Monaten gefangen worden. Das kommt ja dann noch Hast du jetzt das Gefühl, da kommen jetzt irgendwie X... Weil der Fisch schwimmt ja auch nicht mehr dort, der ist ja draussen, oder? Ja. Also ist ja nicht in allen Fällen so natürlich, aber schlussendlich, absolut. Also, es ist aber ich habe das natürlich auch gemerkt, als ich frisch angefangen habe, dann hat es einen Kapitalfang gegeben, Mitte 23 Hecht oder so, wo ich aufgrund vom Bild genau gewusst habe, wo das Boot war. Und natürlich bin ich beim nächsten Mal genau an den Ort angekommen. Ja, logisch, natürlich. Also ich glaube, das würden alle machen. Also ich glaube, jeder, der da irgendwo einen Spot preisgeben, der würde wahrscheinlich, oder würde sehen, der geht automatisch auch dort. Ja. Und warum auch nicht? Ich meine, die Wahrscheinlichkeit auch, dass so ein Fisch, also grundsätzlich haben wir in der Schweiz auch die Entnahmepflicht, wenn du so willst. Gibt da einige Ausnahmen, haben wir auch schon darüber berichtet in einer Folge, über das Catch and Release. Ja, genau. Aber nichtsdestotrotz, schlussendlich, ob der Fisch noch dort ist oder nicht, er muss ja dann immer noch selber beißen. Und ich verstehe es auch nicht, wenn ich gebe meine Hotspots oder meine Spots, wo ich sage, das sind meine Spots, wo ich gerne fische, die gebe ich auch nicht jedem Preis. Mache ich auch nicht. Aber das ist auch absolut, finde ich, in der Natur des Menschen. Wenn mich einer fragt, wo beißen die Fische, gebe ich einen Spot an, kein Thema. Ich habe einfach noch den Reiz, um die Spots selber zu finden und können sagen, hey, mal, den Spot habe ich gefunden und da fange ich jetzt meine Fische. Ja. Und schlussendlich, wenn einer nicht dorthin geht, beißen müssen sie immer noch selber. Ja. Und zu wenig Fisch, habe ich das Gefühl, haben wir, was das angeht, nicht. Also klar ist es schade, wenn einer im kleinen Gewässer den grössten Hecht entnimmt, natürlich. Aber also ich sehe das auch so, das ist für mich auch das Schönste am Fischen, ist eigentlich das, wenn du irgendwie entweder mit neuem Gerät oder einfach auf eine Ahnung hin, mit einer Intention, wo du mehr im Bauch gehst etwas probierst und das funktioniert, das ist oder wenn du kannst 100 Mal an einem Spot vorbeilaufen und beim 101. Mal denkst, hey mal, ich habe einen neuen Köder, ich habe jetzt genau den, ein Lost Crankbait sein, was auch immer, der Spot, der lacht mich richtig an, der zieht mich richtig an und jetzt gehe ich dort festen Crankbait und der fängt, das ist natürlich genial. Das ist genial. Absolut. Das ist für mich das, was ich das Schönste daran. Dann habt ihr in dem Fall ein bisschen Kritik oder ein bisschen Rückmeldung, sagen wir so, habt ihr bekommen. Ja, aber eben, weißt du, es ist ja dann also, man sagen eben, also erstens, online ist er hinter der Bezahlschranke so einer, ist mal klar. Zweitens,
ich meine, wir kommen 11 Mal im Jahr raus, dann kannst du etwas bringen und nachher im nächsten Magazin ist wieder etwas anderes und eben das gibt dann auch so kurz einen Ausschlag nach oben, verständlicherweise, Ja, aber klar. nachher ist es auch wieder weg. Ja. Ja, okay. Sehr gut. Dann würde ich sagen, haben wir die Community-Fragen eigentlich schon durch. Hast du noch irgendetwas, was du zum Petri Heil oder zu deiner Tätigkeit dort willst anmerken, was dir wichtig ist, wo du sagst, hey, mal, das finde ich, muss unbedingt gesagt sein? Nein, jetzt haben wir schon so viel geredet. Ist gut. Sehr gut, okay. Dann würde ich sagen, kommen wir in die nächste und somit auch letzte Kategorie. Und zwar ist das entweder oder. Und da, lieber Nils, ich habe ja eine GoPro montiert dort oben. Ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast. Wir haben ein paar Fragen vorbereitet. Das ist so ein bisschen die obligate Rubrik. Wenn wir die nicht machen, wird sie vermisst. Da haben wir doch auch schon ein paar Rückmeldungen bekommen. Ich habe 6 Fragen vorbereitet. Normalerweise stellen wir auch 5 bei einem Gast. Wenn wir untereinander sind, Toni und ich, stellen wir 3. Bei einer darfst du weiter sagen, wenn du sie nicht beantworten willst. Ich stelle dir 2 Fragen zur Auswahl oder 2 Antworten zur Auswahl und eine musst nehmen. Eine musst nehmen. Gut. Und zwar fangen wir zuerst ein bisschen einfach an. Flussfischen oder Seefischen? Fluss. Warum? Fangst einfach eher. Fangst du eher? Ja. Okay. Also Bech zählt auch zum Ja. Fluss, gell? Weg der Bech. Okay, sehr gut. Nicht weg der Limit, ja. Super. Wir haben ja schon von Anfang an hast du erzählt vom Blinker-Magazin. Und ich frage dich jetzt, Fisch und Fang oder Blinker? Ja, Blinker. Ah, ich habe gedacht, ich habe die Frage... Muss ich sagen. Ja, ich habe überlegt, ob ich noch abändern in Petri Heil oder Blinker, aber ich habe dann gefunden, ich lasse es so. Nein, ist schon gut. Fischempfang oder Route und Rolle wäre... Wäre kritischer gewesen? Also schwieriger, ja. Okay. Also, dann PB mitnehmen oder wieder schwimmen lassen? Ich bin schnell durchgegangen. Ich bin schon noch froh, habe ich eine Frage gestellt, wenn ich es ein bisschen überlegen muss. Zurücksetzen. Zurücksetzen? Bei den meisten Fällen. Ja, okay. Es gibt ein paar wenige Fischarten, die man mitnehmen würde. Zum Beispiel? Seeforellen. Ganz genau. Okay. Seeforellen, ganz sicher. Äsche würde ich sicher auch mitnehmen. Hecht würde ich sicher nicht mitnehmen. Gut, der wird aber auch, also eben, das Ja. haben wir schon mal gehabt. Ich sage jetzt mal, ich nehme jetzt meine Worte, der wird nahezu unmöglich zum Toppen. Egli tatsächlich eher zurücksetzen. Okay. Dann lieber ein ganzes Jahr lang nur über Friedfische schreiben oder bei jedem Hechtbeitrag versehentlich ein Welsbild posten. Bei jedem. Also gut, ich meine, ich kann es mir ja erlauben, nur über Friedfisch zu schreiben. Ich kann ja genug alles andere machen, als nur über Friedfisch schreiben. Ja. Gut, okay. Und aufs Petri Heil bezogen? Ja, dann müssen wir natürlich den Wales nehmen. Ja. Schon? Ja, okay. Meinst du, würden zu viel Leser verlieren? Ja, würde ich schon sagen. Okay. Echt schwierig. Okay, ja, das ist gut. Dann lieber in der nächsten Ausgabe behaupten, dass Gummifische überbewertet sind. Oder einem Jungfischer sagen, dass Brotteig der beste Hechtköder ist. Gut, die nächste Ausgabe ist der Aprilscherz. Okay, ja gut. Ich habe schon einen im Kopf. Aber jetzt hat er auch noch einen guten gegeben, gell? Wäre auch, also der zweite wäre auch ein guter, ja. Aber ja, Gummiköder sind überbewertet. Okay, ja, das ist gut. Ja, perfekt. Hey, dann hast du dich dem Ganzen schon können stellen. Gut. Ja, ist irgendwie schade, ist es nicht so unangenehm gewesen. So viel Hirn hast du jetzt auch nicht müssen. Ist es ein bisschen schade. Ja, Ist es ein bisschen schade. Gummiköder sind, nein, sie sind nicht überbewertet, natürlich. Weißt, man muss immer auch an Kunden, also... Ja, natürlich, du musst an die Leser denken. Ja, nein, ja, und an die Fischereiartikelhändler. Ja gut, das stimmt, ja. Das stimmt. Aber die wissen, dass wir es mit ihnen gut haben.
Also, Ja, nein, aber ich meine, das ist, ja. nein, Gummikleider sind wichtig. das ist gut. Vor allem die reissen wir viel ab. Gut, dann wäre es das eigentlich auch schon gewesen von dieser Episode. In der nächsten Episode haben wir wieder einen Gast, haben wir den Arno von Ticino Pesca. Ah, cool. Ich bin sehr gespannt, es wird eine spannende Episode, auch sprachlich. Das wird so ein bisschen Hauchdeutsch und Italiano, Pizza Pasta. Aber ich hoffe auch, der Oli ist wieder gesund dann, weil sonst wird es für mich ein nahezu Ding der Unmöglichkeit. Auf jeden Fall, Nils, ich möchte mich herzlich bei dir bedanken, aber bevor du gehst, hast du noch etwas mitgebracht. Und zwar haben wir ja wie immer ein obligates Gewinnspiel für unsere Gäste. Genau. Und Nils, du darfst jetzt gerade sagen, was es ist und wie es gewinnen können. Zweimal ein Jahr gratis E-Paper. Zweimal ein Jahr lang gratis E-Paper. Im Wert von 79 Franken. Stark. Sie müssen auf einem Fangbild uns markieren, was Petri Heil. Und euch natürlich auch. Und Fisch verrückt. Ja. Auf einem Fangbild. Auf einem Fangbild, das sie postet, ja. Egal was für ein Fisch. Es ist mir egal, was für ein Fisch. Und wichtig, der Hintergrund muss unkenntlich sein. Nein, komm, wirklich. Nein. Das wird noch eine Challenge sein, weil ich glaube, es haben nicht so viele Photoshopper unter den Fisch. Okay, also wir haben zweimal ein Jahr lang gratis E-Paper im Wert von 79 Stutz pro Jahr. Stark. Und dazu müsst ihr bei einem Fangbild Petri Heil, das Magazin, sowie auch unseren Podcast Fisch verrückt markieren. Genau. Und das mit dem Hintergrund? Das lassen wir. Also gut, der Hintergrund, also da möchten wir es aber so, der Hintergrund soll kenntlich sein. Also kenntlich, wir sollen ihn sehen, er darf nicht, er darf verschwommen sein, so Porträtaufnahmen. Ja, das schon. Aber genau, perfekt. Hey, cool. Und dann würde ich sagen, bringen wir doch die Auslosung in 2 Wochen. Ja, hoffen wir, dass wir dann den Nils mal erreichen dafür, damit er kann sagen, welche beiden das gewonnen haben. Cool. Perfekt. Hey Nils, dann bedanke ich mich herzlich bei dir, dass du den Weg hierhin gefunden hast, dass du dir die Zeit genommen hast, um im Podcast ein bisschen mitdiskutieren. Hast du cool gefunden. Und wünsche dir noch eine gute Heimreise. Bis bald. Mach's gut. Bis bald. Ciao Nils. Ciao. Yeah, erste Podcast in der Schweiz übers Fischen ist draussen. Eben schon Glas ins Bier, rufe Fisch verrückt, treffen sie in den Buff oder werfen im Wasser. Die nächste Folge vom Forellenkönig und ein Bär sind im Kasten. Tight Lines, Baby!